Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich beantworte eure Kommentare. Ja Leute, diesmal zum Bundesligaspiel beim VfL Bochum, was wir natürlich 3:2 verloren haben, dritte Niederlage in Folge. Thomas Tuchel mittlerweile steht fest, dass er zum Saisonende aufhört. Ja, ich bin gespannt, was für Kommentare kommen werden. An dieser Stelle der Hinweis, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, Leute, lasst gerne ein Abo da, einfach unter dem Video auf Abonnieren klicken, kostet euch nichts, ist kostenlos auf YouTube, sollte klar sein, und ihr unterstützt damit einfach meine Arbeit und diesen Kanal. Vielen lieben Dank dafür. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Bums. Ja, ich habe ja schon die Kommentare gelesen zu den Interviews nach dem Bochum-Spiel. Da waren schon ein paar Wilde bei, die einfach wieder nicht gerafft haben, dass man nicht den Tuchel als Mensch kritisiert, sondern einfach seine Leistung in den letzten 11 Monaten. Und die auch nicht raffen, dass man nicht nur den Tuchel kritisiert, sondern die Spieler auch. Ja, das sind halt immer die gleichen Leute, die klicken halt eine Minute rein und schreiben dann irgendeinen Kommentar, ohne sich mal damit auseinanderzusetzen, welche Meinung man hier wirklich vertritt. Aber sei es drum, werden wir hier wahrscheinlich auch ein, zwei haben. Schauen wir mal. Elvetric. Tuchel nach dem letzten Spieltag. Nach XG-Werten sind wir Meister. Ja, guck mal. Weiß ich gar nicht. Gibt's da eine Tabelle? Bestimmt, oder? Müssen wir mal raussuchen. Joey Oswald. Wir haben mit Tell einen jungen Spieler, der topfit, hochmotiviert und hochtalentiert ist. Und was macht Tuchel? Stellt Schuppe in die Top 11. Coman verletzt, Gnabry verletzt. Wer muss noch ausfallen, bis Tell endlich mehr Spielzeit bekommt? Dasselbe wie bei Pavlovic. Da müssen sämtliche Optionen vorher wegbrechen. Leider. Christian Maschke, mal ganz ehrlich, wer war heute alles für Bochum? Guter Kommentar. Vielen lieben Dank dafür. Ich habe es ja schon mal gesagt, bei mir ist ein kleiner Teil im Herzen auf jeden Fall für den VfL, weil ich da zur Hochzeit der Fanfreundschaft viele nette Menschen, Leute kennengelernt habe und ich nun mal auch aus der Nähe komme. Und das wirklich eine Fanfreundschaft. Ich weiß nicht, wie heutzutage die Fanfreundschaft gelebt wird. Zu meiner Zeit, wo ich noch wirklich richtig aktiv unterwegs war es auf jeden Fall sehr gut. Und ja, Herbie ist sowieso mein Fall und von daher habe ich schon Sympathien für den VfL natürlich, ne? Alicia, Stand jetzt bleibt Tuchel. Schuppo aufzustellen war wieder eine taktische Meisterleistung. Jo. Rindviech, was mir zu kurz kommt, ist der Fehler von Neuer beim 2:1. Er macht einen Schritt nach vorne, merkt dann zu spät, dass er keine Chance auf den Ball hat und dann den Kopfball. Und kann den Kopfball dann nicht halten, der komplett über ihn geht. Ja, dass Neuer nicht so souverän ist, wie er vor seiner Verletzung war, das hat man auch nicht nur in dem Spiel gesehen, auch in den letzten Spielen schon. Ich denke, er wird auch, auf was man so hört, durchgehend mit Schmerzen spielen. Das ist dann halt wild. Ne? Aber ja, hätte man auch noch mal bisschen eingehender kritisieren können, wie du sagst. Ja. So, weiter geht's. Ich muss mal das Fenster zumachen. Das ist ja hier ein Lärm, du. Mann. Kakatoa. Dicken Kuss für den schnellen Upload, mein Bester. Sehr gerne. Michael Bayer. Nachdem ich Tell die letzten 10 Minuten gesehen habe, muss ich als Nicht-Bayern-Fan Tuchel echt danken, dass der so selten spielt. Der ist echt eine Granate. Ansonsten hattest du mit deinen Voraussagen erschreckend viel recht. Es ist stets ein Genuss, dir zu lauschen. Danke für deine Mühe. Vielen lieben Dank. Ja, es ist leider traurig, wie man... Ähnlich wie in Gravenberg. Ja, auch Gravenberg hatte die Qualitäten letzte Saison. Aber man hat ihn halt einfach ignoriert. Ja. So wie man es leider mit ganz, ganz vielen Spielern macht bei uns. Ist sehr schade. Ja. Danik Ganoni. Warum wird hier Tuchel kritisiert? Er verbessert die Mannschaft von Woche zu Woche. Nach 2 Spielen ohne Torschuss gab es heute immerhin 2 Tore. Läuft doch. Ja, läuft. Kasa. Das 1:2 zur Pause zeigte eigentlich sehr gut den aktuellen Zustand der Mannschaft. Bis zur Spielunterbrechung lief es eigentlich ganz okay. Das 1:0 war recht ungefährdet. Ja,
gehe ich mit. Als danach Bochum etwas aufgewacht war, stand es auch umgehend 1:2. Wie immer absolut miserabel im Abwehrverhalten vom ganzen Team. Sobald man in der Vorwärtsbewegung einen Ball verliert, gerät die gesamte Mannschaft ins Schwimmen. Und das Erschreckende ist, das ist ja fast noch wilder wie unterm Nagelsmann. Da hatten wir ja dasselbe Problem. Bei der Ecke habe ich schon während der Flugbahn gewusst, dass der einschlägt. Ja, ging mir genauso. So darf sich ein FC Bayern Defensive einfach nicht präsentieren. Als Tore verpflichtet wurde, gab es mit Sicherheit gewisse Zusagen von Kahn und Brazzo. Als die beiden am Ende der Saison nicht mehr da waren, war auch plötzlich Tuchels Plan nicht mehr umsetzbar. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Er wollte sich wie schon in Chelsea eine Mannschaft zusammenkaufen und damit sein System umzusetzen. Kane und Minje, die man für die man 150 Millionen hinlegte, reichen dafür aber nicht aus. Die von ihm geforderte Holding Six bekam er nicht. Aber an der allein lag es mit Sicherheit nicht. Nee, aber ich glaube, das hätte schon viel verändert. Ja, weil einfach ein Kimmich und Goretzka, ja, wären super in Frage gestellt worden. Ja. Entweder hätte das die mega stark gepusht, dass sie nochmal stark zurückgekommen wären. Oder aber, ja, es wäre halt nicht so gewesen, sie wären auf der Bank gesessen. Ja. Und natürlich ist das eine Position, die ins Tuchels System schon sehr wichtig ist. Ja. Ich glaube schon, dass es ein bisschen anders gelaufen wäre, wo ich aber mitgehe, dass sie diese Geschichte, also für die defensive Stabilität, glaube ich, wäre es wichtig gewesen, ja, in seinem System. Ändert aber nichts daran, dass wir einfach keinerlei Spielkonzept, Spielidee im letzten Drittel auf dem Platz haben. Ja. Also da hätte auch eine Holding Six nichts dran geändert. So. Tuchel scheint nicht gewillt, auf die Mannschaft einzugehen oder mit jungen Spielern zu arbeiten. Das ist richtig. Und seit Beginn der Saison merkt man ihm förmlich an, dass er anscheinend stur beweisen will, dass er mit der bestehenden Mannschaft nicht arbeiten kann. Dass er dabei sein eigenes Ego weit über den Verein stellt, scheint ihn nicht zu interessieren. Wie er in Bochum nach der dritten Niederlage vor tiefenentspannt und mit einem Lächeln vor die Kamera trat und was von XG-Werten erzählte, war für einen alten Bayern-Fan wie mich kaum zu ertragen. Ja, für mich auch nicht. Es kann aber auch gut sein, dass es da schon feststand, ne? Dass es da schon feststand, dass ein Tuchel zum Ende der Saison aufhört. Vielleicht war er deswegen so ein bisschen tiefenentspannt. Ich weiß es nicht. Eberl und Freund werden einiges tun müssen. Der Umbruch hätte schon vor Jahren eingeleitet werden müssen. Wegen mir macht man diesen auch mit einem Tuchel. Ich halte ihn immer noch für einen sehr guten Trainer, aber er muss von seinem hohen Ross runter und sich den Zielen des Vereins unterordnen. Nee, das wäre auch nicht gegangen mit dem Tuchel. Ja, ich meine, es steht da jetzt fest, wo du es geschrieben hast, stand es noch nicht fest, dass er zum Saisonende aufhört. Ich glaube, er hat einen Teil dieser Mannschaft schon verloren in der letzten Saison. Lukas, Tupac Legend. Jedes Mal, wenn der Katastrophe sagt, einen kurzen, ja, dann wird's wild. Nikolas. Ich lebe in Kanada und ärgere mich jedes Wochenende, dass ich früh aufstehe und mir das antue. Ich krieg die Krise. Wenn ich jetzt die Führungsriege höre, die sagt, es gibt keinen Handlungsbedarf beim Trainer, die können doch nicht alle das Fußballspielen verlernt haben. Das muss doch am Trainer liegen. Tell versauert wieder auf der Bank, damit Schuppo spielen kann. Geht's noch, Herr Tuchel? Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber unsere Probleme fingen an, als Nagelsmann Upamecano mitgebracht hat. Entscheidet immer wieder Spiele zugunsten des Gegners. Da muss doch ein Trainer mal sagen, so geht's nicht weiter. Selbst Nagelsmann hat ihn auf die Bank gesetzt. Er zeigt immer wieder mal, dass er ein guter Verteidiger ist, aber die Fehler überwiegen leider. Upa, Kimmich, Goretzka und Tuchel müssen weg. Neuer wird auch immer blinder. Die Stockfehler, die er am Fuß mit dem Ball macht, gehen gar nicht. Er sollte sich auch gleich zur Ruhe setzen. Dem Tempo ist er nicht mehr gewachsen. Ja, da müsste man mal ein extra Video zu machen oder können wir mal ein bisschen im Stream drüber quatschen. Das würde zu weit gehen, wenn ich jetzt meine Meinung zu Neuer, Opa und so weiter sagen würde. Ich gehe mit, dass sich einiges ändern muss, ja, und dass man auch Manuel Neuer in Frage stellen kann. Ja. Aber man muss fairerweise auch sagen, so Manuel Neuer braucht halt einfach auch noch ein bisschen Zeit. Ja, man darf nicht vergessen, aus welcher Verletzung er kam. Und dass er seitdem wieder durchgehend spielt. Ja, also. Wie gesagt, diese Themen gehen ein bisschen tiefer. Ansonsten stimme ich dir natürlich zu. Sodmaster Killer, Alter, das ist einfach nur unfassbar. Mir fehlen komplett die Worte dafür. Ich denke mal, du meinst das Ergebnis, alles andere.
Weiß ich nicht. Dirk, wenigstens war es Bochum. Die können die Punkte gut gebrauchen, ich nehme es so hin. Zweikampfverhalten von einigen war unterirdisch. Tell rauslassen und Schuppo vorzuziehen ist eine Frechheit. Ja. Wenn die Tuchel nicht morgen oder Dienstag entlassen, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, wie wir jetzt wissen, bleibt Tuchel ja bis zum Saisonende. Es sei denn, die Champions League Quali wäre nochmal in Gefahr. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Tuchel dann gehen muss. Und dass es dann irgendwie ein Interimstrainer macht. Ich bin aber auch gespannt, wie sich ein Tuchel verhalten wird jetzt am Wochenende. Buchs. Sané war nur draußen, weil der Kniebeschwerden hatte. Also, wenn es nach nur Tuchel ging, wäre er sonst locker in der Startelf gewesen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hat ja leider keinen Unterschied gemacht mit Choupo als Ersatz. Weil, wenn er das hätte, dann hätte man ihn nicht noch eingewechselt. Also habe ich nicht verstanden. Ja. Wo war jetzt der Unterschied? Also, I don't know. Dann hätte man ihn nicht eingewechselt, wenn er wirklich Knieprobleme gehabt hätte. Also. Wild. Habe ich nicht ganz verstanden, diese Aussage. Dass die dir gefallen ist, ja, habe ich auch gehört. I don't know. User, Schadensbegrenzung wäre es jetzt, den zweiten Tabellenplatz zu festigen. Es sind zum dritten Stuttgart nur noch 4 Punkte. Naja, ob du jetzt Zweiter, Dritter oder Vierter wirst, spielt am Ende des Tages ja keine Rolle. Also was soll das für eine Rolle spielen? 0. Ja, für irgendwelche Fernsehgelder wird irgendwie die Platzierung der letzten 5 Jahre in der Bundesliga hergenommen, das ist richtig. Dafür würde das vielleicht eine kleine Rolle spielen, aber für alles andere spielt es keine Rolle. Also die Meisterschaft ist weg, da müssen wir nicht drüber reden. Und wie gesagt, ob du dich jetzt als Zweiter, Dritter oder Vierter für die Champions League qualifizierst, wen interessiert es am Ende des Tages. Chevibo, Gruß aus Leverkusen. Für uns wirkt das alles aktuell auch total surreal. Da scheint im Team vieles nicht zu stimmen oder der Trainer ist schlicht weg nicht der Richtige. Dennoch hier in Leverkusen wird auch in Fankreisen nicht über die Meisterschaft gesprochen. Ja, aus eurer Sicht von draußen betrachtet, nach der Geschichte damals in Unterhaching kann ich das verstehen. Wenn man sich aber ein bisschen damit befasst, welche Art Fußball wir seit 11 Monaten spielen, sage ich euch ganz ehrlich, müsst ihr euch keinerlei Sorgen machen. Ihr seid noch immer die Bayern, auch wenn der Verein das scheinbar selbst vergessen hat. Ja. Ralf, Kompliment mal an dich. 2,5k Aufrufe innerhalb von 30 Minuten. Freut mich für dich. Jo, vielen lieben Dank. Schlonschuppe, wenn Kane auf Müller legt, würde man heute nicht diskutieren. Ja, und hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gefangen. Woher würdest du wissen, dass Müller den Ball nicht an die Latte gesetzt hätte oder verstolpert hätte? Oder wir hätten das Tor gemacht und wir hätten den VfL Bochum damit erst recht geweckt. Wir sehen doch, wie fragil unser System ist. Ja, vielleicht hätten wir trotzdem noch 3-2 verloren oder 4-2 oder 4-3. Vielleicht hätten wir aber auch 8-0 gewonnen. Ja. So, aber wir leben ja in dieser Realität, in der wir uns gerade befinden. Und in dieser Realität haben wir 3-2 verloren. Marc, Glückwunsch an unsere Fanfreunde aus Bochum. Ja. Wenn ich vergleiche, ziehe Zeitraum von 99 bis 2023, außer war ein Zeitraum raus im Vergleich zu 11 Monaten Tuchel, haben die Trainer bei uns das Champions League Finale erreicht, Hitzfeld, Heinkes, Van Gaal, Flick, die den Menschen und den Spielern mitgenommen haben. Wird der Mensch mitgenommen, leistet der Spieler mehr. Das hatten diese Trainer gemeinsam. Ja, ich denke gerade bei unserem Verein oder gerade in der heutigen Zeit, ja, früher war das vielleicht noch ein bisschen anders, glaube ich. Ich glaube, früher konntest du halt so einen Spieler auch mal knaller kritisieren. Ich glaube, das haben auch die Trainer gemacht, die du da gerade aufgezählt hast. Vielleicht abgesehen vom Flick. Ich glaube, heutzutage geht das nicht mehr so einfach. Ich glaube, viele sind da gleich irgendwie persönlich angegriffen. Sieht man ja auch hier, wenn man den Trainer kritisiert, dass da andere Fans sich angegriffen fühlen, Blasülz. Ich glaube, das ist einfach so ein Zeitding. Ne? Aber ja, dass Tuchel jetzt nicht so der super Einfühlsame ist und nicht so dann die Einzelgespräche sucht und den Spielern mal erklärt, warum sie draußen sitzen, was für mich ein Unding ist, ja, sage ich auch ganz ehrlich. Weil ich finde schon, wenn man Spieler außen vor lässt, gerade wenn sie gute Leistungen auch zeigen oder gezeigt haben, sollte man ihnen erklären, warum. Damit der Spieler halt daran arbeiten kann, gerade die jungen Spieler, und das vielleicht verbessern kann. Ja, aber das scheint ja, was man so hört, Einzelgespräche relativ selten stattzufinden. Ja. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, und da gehe ich mit. Ja. PSTV Alpha. Plätti sagt, er fliegt nicht. Kann mir das nur erklären, indem keiner verfügbar ist.
Ich habe keine Lust mehr, immer diesen Frust zu spüren, wenn ich wieder die Aufstellung sehe. Was muss ein Trainer denn noch tun, damit er fliegt? Ja, wie gesagt, ich glaube, man wollte sich oder will sich einfach nicht diese Blöße geben. Und was logisch ist, man möchte jetzt, das habe ich auch gesagt, man möchte keinen Trainer jetzt holen und ihn gleich wieder verbrennen, so wie man es mit dem Tuchel letzte Saison getan hat. Wobei diese Saison ja eigentlich keine Titel mehr zu verspielen sind. Ja, also man würde den Trainer ja nicht unbedingt verbrennen. Ne? Aber ich verstehe schon so den Gedanken dahinter. Ja, wir werden sehen. Also sollte jetzt nicht ein Ruck durch die Mannschaft gehen, sollte das weitergehen, diese Spirale, wir verlieren gegen Leipzig und Freiburg, bin ich mir sicher, dass ein Tuchel geht. Ja, dann wird er gefeuert. Also da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, weil dann ist die Quali zur Champions League in Gefahr und dann wird die Reißleine gezogen. Ich finde schon, ja, vielleicht wird die Reißleine sogar gezogen, wenn wir die Spiele nicht gewinnen sollen, die nächsten 2. Klar, 1:0 gegen Lazio kann man aufholen, aber wenn diese Abwärtsspirale weitergeht, dann finde ich es echt fahrlässig zu sagen, so wir gehen mit dieser Konstellation ins Rückspiel in der Champions League. Aber das fand ich schon, dass wir mit dieser Konstellation in das Spiel gegen Bochum gehen. Ja, weil da hast du die Meisterschaft jetzt auch verspielt mit 8 Punkten Rückstand. Ja. 4000 Abonnenten, GB! Danke, Glückwunsch. Woo, Party! Toni Bunetta. Die Aufstellung heute war wieder ein Witz. Schuppo spielen zu lassen und Tell auf der Bank geht gar nicht. Müller hat auch nichts mehr im Kader verloren. Er nimmt jungen Perspektivspielern den Platz weg. Dafür müsstest du aber junge Perspektivspieler erstmal fördern. Ja. Mit diesem Trainer holt Bayern keinen Blumentopf dieses Jahr. Das ist richtig. Bin mir sicher, dass einige gegen Tuchel spielen, was keinen wundern muss mit seinen Aussagen gegen diesen Kader. Auch das ist richtig. Das sehe ich genauso. Ja, auch wenn vielleicht nicht bewusst so, weil man ja immer noch auch für den Verein spielt. Aber ich denke, dass viele Spieler nicht an ihr Maximum unterbewusst gehen, weil sie denken, ach, der Trainer will mich eh nicht und so weiter und so fort. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja. Didi Meise, Therapiestunde mit Kai, sehr gut. Als Titelmusik nicht mehr Van Gaal, sondern Spiel mir das Lied vom Tod. Ja, das sind halt leider so Sachen, die auf YouTube nicht gehen, so Green Copyright und sowas. Ansonsten würde ich da schon mal ein paar Dinge raushauen, ja. 10 online, wir haben es alle geahnt, dass Bayern verliert. Naja, hoffe, dass das Tüchelche morgen weg ist. Training war aber klasse. FFM, wenn Harry Kane Titel gewinnen will, muss er aber auch abspielen. 2:0 und das Ding wäre eigentlich gegessen gewesen. Unfassbar egoistisch. Weiß ich nicht. Ja, in der Regel ist ein Harry Kane das ja auch nie gewesen. Ne, dass er so egoistisch ist. Ich müsste mir die Szene nochmal angucken, so wie Tuchel, ich müsste mir das Spiel nochmal angucken, dann könnte ich das vielleicht nochmal beurteilen. Ob er ihn einfach nicht gesehen hat, wenn er ihn gesehen hat, muss er ihn spielen, ja, gehe ich mit. Aber natürlich kann ich es auch verstehen, aus Sicht des Stürmers, dass er da eigensinnig ist. Aber ja, er muss ihn da eigentlich rüberlegen. Gerdo Kurt, klar ist Opa nicht konkret an der jetzigen Situation der Mannschaft schuld. Trotzdem schießt er in fast jedem Spiel krasse Böcke. Das stimmt nicht. Diese Aussage stimmt nicht. Die stimmt einfach nicht. Punkt. Also nicht diese Saison. Er war bisher der stabilste Innenverteidiger. Bis auf die letzten Spiele jetzt, die er gemacht hat nach seiner Verletzung, wo er einfach reingeworfen wurde, obwohl er nicht fit ist. Ja, dass ein Opa diese Böcke jedes Jahr macht. Ja, können wir uns drüber unterhalten. Können wir sagen, reicht nicht für den FC Bayern, ist nicht Bayern-like. Aber jetzt zu sagen, er schießt fast in jedem Spiel krasse Böcke, stimmt halt einfach nicht auf diese Saison bezogen. Das hatte er in Leipzig schon und der Transfer kam ja dann auch mit der Wette zustande, dass Nagelsmann das dann in den Griff bekommt, wenn beide bei Bayern sind. Ist nicht passiert, Opa muss auch weg mit einigen anderen. WhatsApp, eigentlich habe ich nichts anderes erwartet heute als so ein Spiel mit diesem Ergebnis. Als ich die Aufstellung vor dem Anpfiff gesehen habe, lag das auf der Hand. Denke, das war es jetzt für Tuchel und er muss gehen. Andreas, lasst den Tuchel noch ein bisschen bei euch. Beste Grüße aus Leverkusen. Ja, alles gut. Meisterschaft ist durch. Macht euch keine Sorgen. Florian Schild. Unter Nagelsmann stünde man klar besser da. Und ich denke, auch weniger Verletzte hätte man. Das stimmt was nicht. Als Leverkusen-Fan bin ich mir aber sehr sicher, dass man auch unter Nagelsmann die Saison nicht dauerhaft auf Platz 1 gekommen wäre. Naja, für die Champions League müsste es ja reichen.
Hätte, Fahrradkette, was sollen wir darüber spekulieren, was gewesen wäre, wenn? Also, fühle ich nicht. Salamander, Dresen hat schon bestätigt, dass Tuchel selbstverständlich auch nächste Woche auf der Trainerbank sitzt. Nagelsmann. Die Frage ist doch, warum Nagelsmann und Tuchel bei Bayern scheitern, die beide erfolgreiche Trainer sind. Tuchel hat diverse Meisterschaften, Pokal und die Champions League geholt. Das kannst du nicht vergleichen. Wenn wir es ganz kurz runterbrechen würden, Nagelsmann ist daran gescheitert, dass er keinerlei Rückendeckung aus der Führung hatte und gewisse Spieler nicht damit einverstanden waren, was Nagelsmann umsetzen wollte. Tuchel hat auch, glaube ich, ein bisschen diese Unterstützung vermisst, aber Tuchel ist daran gescheitert, dass er stur, bockig, ist, fairerweise muss man sagen, wahrscheinlich wurde ihm das zugesagt, von wegen den und den Spieler, Blasels, was da nicht passiert ist, weil die beiden weg sind. Und ich glaube, er war einfach bockig, dass er die Holding Six nicht bekommen hat, allein schon in der Hinrunde. Ja. Und dazu ignorierten Tuchel Spieler, die klar besser sind als die auf dem Platz stehen. Ich glaube nicht, dass man beides vergleichen kann. Man kann beides ein bisschen vergleichen, was die Abwehrleistung angeht. Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, Nagelsmann ist an anderen Sachen gescheitert. Ich glaube, Nagelsmann ist eigentlich nicht gescheitert. Ich glaube, Nagelsmann ist eigentlich gescheitert an der Führung. Ja, dass die Führung nicht die Eier hatte zu sagen, pass mal auf, Thomas und Manu, wenn euch das nicht passt hier, dann, ja, Pech gehabt. Wir gehen mit dem Trainer die nächsten 5 Jahre durch. So. Ja, ich glaube, das war schon Dingen, was gefehlt hat. Und auch nach außen hin. Ja, nach außen hin mal sagen, das ist unser Trainer die nächsten 5 Jahre. Wir haben 20 Millionen für den gezahlt. Wir wollen mit dem in eine neue Ära starten und gut. Ja, so, das hätte man kommunizieren können. Aber dann schmeißt man ihn raus, obwohl die Situation ja jetzt nicht so drastisch war. Ja. Und ich glaube, er ist an ein bisschen anderen Sachen gescheitert wie Tuchel. Manche Dinge werden wahrscheinlich auch gleich sein, so dass manche Spieler einfach zu viel Einfluss haben. Gehe ich komplett mit, ja. Aber am Ende des Tages sind da schon Unterschiede bei beiden. Die Schuld sehe ich nicht ganz bei Opa. Auch wenn er kämpft und beißt, kann es nicht sein, dass er in 2 Spielen zweimal vom Platz fliegt und zweimal den Elfmeter verursacht. Ich sage nicht, dass das alles seine Schuld ist, da sind aktuell ganz andere Dinge im Argen. Allerdings scheint er aktuell nicht so auf der Höhe, dass er Stamm spielen sollte. Ja, vollkommen richtig. Aber solange wir Tuchel hier haben, brauchen wir nicht über sinnvoll oder verdient reden. Ja, ganz genau. So, das ist auch, warum ich den Opa in Schutz genommen habe. Nochmal, der kam aus einer Verletzung, war 2 Tage im Training und sollte gleich wieder spielen. Aus welchem Grund? Warum tut man das? Warum stellt man so unfitte Spieler auf? Ja? Wo es keinen Grund dafür gibt, weil ein De Ligt und ein Dyer gut performt hatten. Weil man ein sturer Dude ist, der gewisse Spieler bevorzugt. Ja. Und das ist halt ein Trauerspiel. Ja. Jan, das Schlimmste an Tuchel ist das ständige Schönreden. Sevilla, Alter, kannst du nicht anhören. Oberschlaues Gesabbel, aber der Verein kann sich halt die Fans nicht aussuchen. Ja. Aber wenn dir das nicht passt, dann... Ich find's immer wild, ne? Ich sag da ganz kurz was zu. Wenn man doch schreibt, kannst du nicht anhören, oberschlaues Gesabbel. Warum hast du es dir dann angehört? Merkst du selber, oder? Und wenn du Fan des FC Bayern bist, ja, dann gebe ich den letzten Teil des Satzes gerne an dich zurück. Weil dann hast du einfach nichts verstanden, Alter. Aber ist auch nicht schlimm. Ne? Wir müssen ja auch ein paar... Ich sag nichts. Sascha, ich hoffe, der Tuchel bleibt noch ein bisschen, damit der VfB Zweiter wird. Opa hat mir aber vorhin irgendwie leid getan. Ja, wie gesagt, spielt am Ende keine Rolle für uns. Geiles Feedback, danke. Welche Noten hast du Sané gegeben? Hast du vergessen zu sagen, oder? Sané habe ich keine Note gegeben, weil er Einwechselspieler war, ne? Ich gebe keine Noten, wenn Spieler nur 20 Minuten auf dem Feld stehen. Pen, auf jeden Fall danke für den Anfangstag für Opa. Von wegen, hier werden die Spieler nur zerrissen. Ja klar, hat Opa ironischerweise diese komischen Patzer, die leider im selben Schema in kurzer Zeit wieder auftauchen. Letztes Jahr hat er nach dem ersten Bock im City-Spiel genau das gleiche im nächsten gemacht. Aber ich finde, dass er vor allem diese Saison einer der wenigen ist, bei denen ich mir merke,
bei denen ich mir denke, Alter, wie komme ich denn auf Merkel? Bei denen ich mir denke, dass er für den Verein kämpft. Und Leistung hat er bisher auch gebracht. Dass seine Rolle in der Aufstellung Schwachsinn ist, denke ich, selbstredend. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich denke, man tut ihm da Unrecht. Man hätte den Opa halt erstmal wirklich fit werden lassen sollen. Ne? Und dann hätte man ihn auch bringen können. Und dann wäre er vom Kopf vielleicht auch ein bisschen freier gewesen. Klar ist das jetzt nicht das erste Mal passiert und man muss darüber nachdenken, ob man das weitermachen möchte mit dem Opa. Aber jetzt den Opa die Schuld an dieser Situation zu geben, wäre halt schwachsinnig. Mara, wenn ich die Tuchel-Zeit bei Bayern mit einer Filmszene beschreiben müsste, dann wäre es eindeutig die Szene aus Titanic, wo die olle Tuchel ihren Macker FCB nicht mit auf die rettende Tür lässt. Wild. Krumm, man gewinnt 3:2 und verliert 2:3. Das bitte mal verinnerlichen. Und lol, ich nehme Opa da ganz klar in Schutz. Um das Scheißspiel geht's doch gar nicht. Es geht um die Summe. Er verursacht im x-ten Spiel dieses Mal als Bonusrunde nacheinander einen Elfer plus Platzverweis. Ja, das ist leider genauso kurzfristig wie der andere Kommentar gerade. Ja, im Spiel vorher hat Opa den Bock gerissen, diesmal. Wo willst denn Opa jetzt einen Vorwurf machen? Dass er zum Kopfball hochgeht? Ja, wenn er da jetzt absichtlich irgendwie so gemacht hätte und hätte den weggeballert mit dem Ellbogen, würde ich ja sagen, alles gut, gehe ich voll mit, ja. Habe ich nicht gesehen. So. Klar kann man sich da schlauer anstellen, gar keine Frage. Aber immer dieses Argument dann, ja, der Opa hat die Aussätze. Der Opa war bisher der konstanteste Innenverteidiger diese Saison. Ja, wer das anders sieht, hat leider vom Fußball keinerlei Ahnung. Fertig. Aber jeden seine Meinung, du kannst deine Meinung gerne haben. Ich habe da halt eine andere zu. Nur weil der Spieler jetzt in den letzten 2 Spielen schlecht war, obwohl er gezwungen wird zu spielen, obwohl er keine Form hat, weil er aus einer Verletzung kommt, das dann an den Spieler unter die Nase zu reiben, ist mir persönlich zu einfach. Aber jeden seine Meinung. Danny Light, ich verstehe aber auch nicht, woran es jetzt plötzlich auf einmal liegt. Ich meine, in der Hinrunde hat es doch größtenteils auch geklappt. Klar war jetzt kein prima Barca-Fußball, aber das Ergebnis hat am Ende gezählt. Gezählt die Punkte. Man hat mit demselben Kader gegen dieselben Gegner mit demselben Trainer Tuchel gespielt. Und jetzt auf einmal geht nichts mehr, obwohl man sogar noch 3 neue Zugänge hat. Ich verstehe einfach nicht, sehe schwarz, Samstag gegen Leipzig. Was ist daran nicht zu verstehen? Eigentlich ist das ganz einfach zu erklären. Wenn man sich die Spiele mal anschaut in der Hinrunde, waren das alles derselbe grottige Fußball. Der Unterschied war, dass ein Leroy Sané in einer sehr, sehr guten Form für seine Verhältnisse war und ein Harry Kane aus wenig sehr viel gemacht hat. Das sind die beiden Unterschiede. Jetzt hat ein Leroy Sané seine Standardform wie immer und ein Harry Kane macht nicht mehr aus wenig viel, sondern aus viel wenig. So, das sind die beiden Faktoren, die sich geändert haben und deswegen fahren wir jetzt nicht mehr diese Ergebnisse ein, weil wir einfach keine Mannschaft sind. Weil wir abhängig sind von Einzelaktionen der Akteure da vorne. Das ist der große Unterschied. Und eins ist der Unterschied. Der Fußball ist 1:1 derselbe. Neo! Saison ist gelaufen, bleibt nur zu hoffen, dass man aus der vergangenen Spielzeit lernt und die Karte Interimstrainer zieht. Um den neuen nicht schon in der Schlussphase der laufenden Saison zu verbrennen. Stefan H. Sané war scheinbar draußen, weil er angeschlagen war. Tut mir leid, ich dachte genauso wie du endlich mal, aber er wurde wohl mal wieder gezwungen. Seine Mediziner haben sich wieder gesagt, bei Sané gehen maximal 23,438 Minuten. Ja, aber die hätte man dann ja auch am Anfang bringen können. Wäre er komplett fit gewesen, wäre er wieder in der Startelf gestanden, zu 100%. Ich würde auch um viel Geld wetten, dass Pavlovic nicht gespielt hätte. Er wäre wieder auf der Bank gesessen bis zur Kimmich-Auswechslung. Ja, gehe ich mit. Man hätte übrigens auch mal einen De Ligt auf der 6 probieren können. Der bringt eigentlich alles mit auf die Spieleröffnung. Und das kann Kimmich auch nicht. Naja, aber ein De Ligt spielt ja gerade unter Tuchel deswegen keine Rolle, weil Tuchel die Spieleröffnung nicht gefällt. Das haben wir doch in der Vorbereitung schon mal ausprobiert, weil wir ja keine Holding Six haben. Ach, Moment, das war in einem Paralleluniversum, wo wir kein trotziges kleines Kind als Trainer haben. Ich hoffe, ein Tell hat jetzt endlich gesehen, dass er dringend den Verein wechseln muss. Ich hoffe wirklich, der wechselt, um den ist es wirklich schade. Und ich hoffe, dass er einen Verein wählt, den ich regelmäßig sehen kann, weil ich ihn wirklich gerne spielen sehe. Ja, ich hoffe natürlich, dass er jetzt bei uns bleibt, nachdem Tuchel und der Verein sich trennen zum Saisonende. Ich würde ihn schon gerne bei uns sehen. Allerdings, ja, muss dann auch ein Trainer kommen, der auch
auf Perspektivspieler eingeht. Aber da gehe ich von aus. Ja, der Verein hat ja eine gewisse Strategie kommuniziert die letzten Monate und da muss er jetzt auch danach den Trainer verpflichten. Ja. Rowicki, das rundet diesen Sonntag ab. Gerhard Berger, Leverkusen wird dieses Jahr einen Rekord aufstellen, der lange halten wird. Die werden kein Spiel verlieren. Ja, mal abwarten, sind ja noch ein paar zu spielen, ne? Und wenn das so ist, ja, dann ist das so. Thies Hamann, Sané war wegen Knieproblemen draußen, nicht wegen Formtief. Jacquet, war Hammer, wie Upper Dampf gemacht hat auf der rechten Seite. Mir kam es so vor, als ob er in der zweiten Halbzeit, bevor Sané reinkam, Flügel spielte, hinter Dreierkette. Upper ist paar Mal durch das Zentrum geprescht mit guten Dribblings. Der Mann sollte die Holding Six spielen. Warum nicht mal ausprobieren? Bei Unsicherheiten hätte er dann Dyer hinter sich. Wir hätten schon in der Hinrunde so viel ausprobieren können auf das Thema Holding Six bezogen, was wir alles nicht getan haben. Rowicki, laut Pre-Match-Interview spielte Sané nicht vom Beginn. Ja, ist doch gut. Wir wissen es doch jetzt Bescheid. Ja? 10. Kommentar, Sané war draußen mit dem Knieproblem. Alles ist gut. Klubschi Müller, wenn ich jetzt in der Trainer-Sachlage etwas geändert wird, wann dann? Ja, zum Saisonende. Christian, dann mal sehen, ob Tuchel heute noch rausfliegt oder morgen und wer soll kommen. Fliegt Mourinho oder Zidane, ohne Neuer ihm zu nahe zu treten. Er ist nicht mehr Welttorhüter, weit von seinen besten Zeit entfernt. Vielleicht, wenn ein neuer Trainer kommt, dass er wieder der Top wird. Nee. Der Neuer wird nicht mehr an seine Top-Leistung herankommen, was völlig normal ist nach so einer Verletzung und in dem Alter. Wie gesagt, kann man gerne mal ein extra Video zu machen. Ich persönlich glaube das nicht. Was nicht heißt, dass er nicht auf gutes Niveau ist. Er ist jetzt auch auf einem guten Niveau. Ja, man muss das jetzt nicht irgendwie schlecht reden oder sowas. Aber dass er wirklich nochmal an diese Leistung, nee. Alex, und es lag natürlich auch nicht am Opa, dass wir gegen Lazio verloren haben, ne? Alex, hier, komm, weißt du was? Geh irgendwo hin, wo du andere Leute trollen kannst, Alter. Wenn du nicht verstehst, was ich sage, dann schreib mir, dann spar dir einfach so einen dummen Kommentar, Alter. Du Paddy, ey. Dann hättest du dir vielleicht die Analyse zum Lazio-Spiel angucken sollen und nicht die Analyse zum Bochum-Spiel. Aber gut. Garib, ich bin doch nicht der Einzige, der das gesagt und gedacht hat. Vor dem Lazio-Spiel hätten sie sofort den Magath holen sollen, dann wäre alles noch möglich gewesen. Jetzt Schale weg, so ziemlich und Viertelfinale Champions League auch gefährdet. Weiß ich nicht, der Magath der Heizbringer gewesen wäre. Aber nochmal, hätte Fahrradkette, ne? The Dark Destiny, welcher Charakter aus Stargate wäre ein guter Bayern-Trainer? Ja, natürlich Tiag, wer sonst? Das ist für eine Frage. Also, sind wir uns ja wohl alle einig, oder? Als Co-Trainer nimmst du den Daniel Jackson, der kann die Spieler da ein bisschen pudern, aber als Cheftrainer, Tiag, der zieht einmal die Augenbrauen hoch und dann ist Alarm angesagt. Gerhard Berger, wir sind im Loch ganz tief und ich sehe nicht den Tuchel als den Retter, um uns wieder hochzuziehen. Nee, sehe ich auch nicht. Martin Meyer, ich fand das heute ein sehr ansehnliches Tennis- und Trauerspiel. Wir haben mit nur einem Torunterschied gegen den Tabellen 15. verloren und das auswärts, auf schlechtem Platz und bei scheiß Wetter. Kann passieren. Bayern-Herz, was willst du mehr? Der Super-Droide an der Linie TT1A hat mit einer für mich überraschenden Startaufstellung alles kaputt gemacht, was eventuell noch mit etwas Ehre bis zum Ende der Saison hätte gespielt werden können. Nun sind wir fast endgültig durch. Lazio in der Allianz steht als nächste Blamage ja noch aus. Nach den dicken Jahren nun einfach mal den Ball flach halten, neu ausrichten und auf dünnere Jahre einstellen. Mir Samir bleibt in guten wie in beschissenen Zeiten. Dafür ziehen wir unsere Trikots an und halten unsere Schals in die Luft. Ja, na klar. Ja, ist doch auch völlig okay, ja, dass mal dünnere Jahre kommen. Und natürlich stehen wir zu unserem Verein. Das sollte ja wohl außer Frage sein. Kaliak, Servus, kurze Frage. Hast du schon das letzte Video über Bayern Famano Thiele geguckt? Wenn nicht, dann würde ich es dir empfehlen. Sind ein paar gute Punkte drin. Ich glaube, als extra Reaction-Video oder im Stream wäre das auch geil. Ja, habe ich ja schon in den anderen Videos Kommentare zu gehabt. Ich habe das Video aufgenommen. Guckt es euch an. Brauche ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Klaus Goldfisch, Choupo-Moting trainiert ganz fantastisch und ist ein ganz guter Kerl. Und ein feiner Kerl. Bocksch. Die Körpersprache von Tuchel regt mich schon seit Monaten auf. Wenn ich andere Trainer sehe, die ganze Zeit, ob es gut oder schlecht läuft, an der Seite stehen und mit Leidenschaft coachen, das ist so verdammt cool zu sehen. Zum Beispiel Alonso wünschte, wir hätten sowas.
Ja, das ist halt typbedingt so ein bisschen, ne? Alles gut. Aber ja, mir ist das auch zu wenig, wenn man da bis hierhin vermummt auf der Trainerbank sitzt, dann gerade wenn es nicht läuft. Ich meine, wenn es gut läuft, wenn die Mannschaft im Flow ist, alles gut, hock dich ein bisschen auf die Trainerbank, fühle ich auch. Aber wenn es nicht läuft, muss ich doch irgendwie versuchen, auch wenn es vielleicht keinen Sinn macht, ja, weil die Spieler da nicht viel von mitkriegen, die auf der anderen Seite spielen und so weiter. Aber ich muss doch wenigstens versuchen, wenn mal so ein Blick rausgeht von so einem Spieler, ja, wenn es gerade scheiße läuft, der guckt zur Trainerbank und sieht da einen hocken, der bis hierhin vermummt ist und auf sein Tablet guckt. Alter, dann, ja, you know, was soll das was soll das auslösen beim Spieler? Was soll es bringen, jetzt einen neuen Trainer zu holen? Ein neuer Trainer braucht Zeit und so weiter. Warum holen denn Vereine, die im Abstiegskampf sind und vielleicht noch 3, 4 Spieltage oder 10 Spieltage zu spielen sind, warum holen die denn neue Trainer? Und warum kriegt dieser Trainer meistens sogar kurzfristig eine Trendwende hin? Weil ein anderer Trainer einfach anderen Impact gibt und einfach, zumindest wenn es ein schlauer Trainer ist, der Konkurrenzkampf wieder ausgerufen wird und der andere Trainer vielleicht an anderen Spielern festhält und so weiter und so fort. Ja, einfach ein anderer Impact. Man muss jetzt nicht darüber reden, dass man sagt, wenn man jetzt einen neuen Trainer holt, verändert der jetzt langfristig das Geschehen beim FC Bayern. Nee, aber einfach mal ein neuer Impact an diese Mannschaft hätte wahrscheinlich gut getan. Aber das werden wir sehen. Vielleicht reicht es aus, dass man sagt, zur neuen Saison kommt ein neuer Trainer. Vielleicht reicht das, um dass diese Mannschaft sich ein bisschen anders gibt. Wir werden sehen. Rocky the Stocky. Es wird ein großer Trainername kommen. Zidane oder Mourinho. Dazu ein kompletter Bayern-Umbruch von Neuer angefangen über Kimmich bis Choupo-Moting und so weiter. Schauen wir mal. Ich lasse mich überraschen. Andreas, Andy, Jim, Alien. Was hat heute Müller? De Ligt, Kimmich. Toller Zweikampf, wie beim 1:1 gemacht. Einzig über die Aufstellung von Choupo kann man diskutieren. Okay. Antagon, kleine Anmerkung zu dem Elfer. Hätte Neuer den gehalten, wäre er wiederholt worden. Neuer war mit beiden Füßen vor der Linie. Ich hoffe, das Kapitel Tuchel hat sich möglichst bald erledigt. Mit jedem weiteren Tag steigt meine Befürchtung, dass er einen Tell vergrault und dieser im Sommer wechselt. Ja, das hätte ein Tell sehr wahrscheinlich auch getan, gehe ich mit. Ja, wäre okay gewesen. Wäre er wiederholt worden, vielleicht hätte er ihn verschossen, vielleicht hätte er Neuer den zweiten gehalten. Fakt ist, so schlecht wie dieser Elfmeter geschossen war, hätte er den halten müssen. Weil er schon frühzeitig auf dieser Seite war. Ne? Didi Meise, Mensch Kai, warte schon sehnsüchtig auf deine Spielanalyse. Ist bestimmt besser als das Spiel gegen den Champions League-Sieger Bochum. Naja. H7, Last Ride. Hoffe, Tuchel bleibt noch lange Bayern-Trainer. Ich liebe alles am FC Bayern, vor allem das Verlieren. Auch Bayern wird wieder irgendeinmal ein Spiel gewinnen vielleicht. Ja, sei dir gegönnt. Ne? Nach so einer langen Durchstrecke darfst du dich auch mal freuen. Mr. Gary, was muss Opa noch machen, um vergrault zu werden? Markus, warum startet Tuchel mit 10.2 Spieler statt mit 11? Choupo-Moting gleich 0,2 einer Spielereinheit. Als ich die Aufstellung sah, vermutete ich eine große Chance für einen Sieg für Bochum. Deine brutale Bewertung ist leider eine Tatsache geworden und die Situation wird und kann sich nicht verbessern. Dass Tuchel keine Zeit für die offizielle Pressekonferenz hatte, macht alles noch schlimmer. Wahrscheinlich ist es besser so. Die lange Verletztenliste stellt dem Betreuungsteam ein schlechtes Zeugnis aus. Warum so viele Verletzte? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Markus, jedes Mal, wenn ich Katastrophe höre, trinke ich einen Schnaps. Musste das Video nach 3 Minuten abbrechen. Ja, dann bist du aber nicht trinkfest, wa? Legolas, ups, hab gerade anhand deines Titels gelesen, dass wir gerade gegen die Weltmannschaft Bochum verloren haben und nicht gegen Real Madrid. Ich bin hin und her gerissen, ob ich der Mannschaft oder Tuchel die Schuld geben soll. Ich verstehe Kimmich nicht, wie er beim 1:1 so leicht abgeschüttelt werden konnte, in stattdessen nicht taktisch gefoult hat. Auch Kane trifft leicht die Schuld, den hätte er das 2:0 machen müssen oder quer zu Müller spielen. Kimmich, Goretzka, Mazraoui, Guerrero, alle nicht bayernwürdig. Wieder einmal Trainingsweltmeister und wann können wir endlich mal wieder mehr als 15 Minuten Fußball spielen? Zum anderen den Trainer. Zunächst einmal war ich positiv überrascht, dass De Ligt in der Startelf war. Aber warum zum Teufel und mit welcher Begründen spielte Choupo-Moting und das 70 Minuten lang? Was ist eigentlich mit Tell? Und warum wechselte Opa ein und stellte Kimmich nicht nach rechts außen und wechselte Pavlovic Styra ein? Pavlovic, weil er angeschlagen war. Stand nicht zur Verfügung. Ich verstehe Tuchel nicht, dass er so lange mit dem Wechsel wartet.
bis es schon zu spät ist. Immerhin hat er mal Zaragoza eingewechselt. Und an alle Statistikliebhaber, Tuchel hat mehr Niederlagen als Nagelsmann zu diesem Zeitpunkt und hat auch einen niedrigeren Punkteschnitt. Auch die Führung ist absolut dumm, Tuchel im Amt zu lassen. Tuchel out, es war ein absolut verdienter Sieg für Bochum. Thomas Krug, die Spielunterbrechungen sind nicht ohne. Auch woanderswo gibt es Brüche im Spiel. Ja, da spreche ich auch nichts gegen. Ja, aber das kann ja jetzt keine Ausrede sein, dass wir dieses Spiel verloren haben. Didi Meiser, hatte St. Pauli nicht mal ein Shirt rausgebracht mit Weltpokalsieger B-Sieger? Ja. Warum haut jetzt ein Shirt raus mit Tuchel Bayern-Besieger? Ja, aber das wäre ja nur ein Verkaufshit bei den Bayern-Fans. Niklas, ich fand's krass, wie wir die sogar zu 10 in den 16er gedrückt haben, als Tell, Brian und Leroy drin waren. Würde alle gegen RB starten lassen, die haben Bock, das sieht man sofort. Optimus Prime, ich hoffe, das war das letzte Mal, dass wir Tuchel am Spielfeld dran sehen mussten. Nein, war es nicht. Dude, heute gehe ich größtenteils mit dir mit, außer beim 1:1. Guck dir mal an bei dem Tor nur unseren LV an. Wie frech ist das eigentlich, dass er einfach aufhört zu rennen und somit seinen Gegenspieler komplett allein lässt? Ja, ist halt auch nicht eine Defensivkanone, ne? Lorenz Arndt. Warum spielt Mathis Tell nicht von Anfang an? Dieser Spieler ist eine Granate und war in den 20 Minuten, die er gespielt hat, der beste Mann. Auch Musiala hat alles versucht, verliert leider vor dem Ausgleich den Ball. Kimmich mal wieder, ja, leider war das nicht das einzige Mal, wo Musiala den Ball so verloren hat. Ja, das waren 3-4 Mal der Fall, leider. Kimmich mal wieder Vogelwild. Ja. Und Goretzka auch nicht anwesend und warum Choupo-Moting spielt statt Tell spielt, muss man den Tuchel fragen. Tuchel hat fertig und er bleibt aber Trainer, weil die Führung mal wieder handlungsunfähig ist. Bernhard, was ist eigentlich aus Ralf Hasenhüttl geworden? Den könnte ich mir als Bayern-Trainer gut vorstellen. Und das weiß ich nicht, was der gerade macht. Ich weiß, der war zuletzt in England, ne? Ich glaube nicht, dass der Bayern-Trainer wird, aber ich bin gespannt, wer es nächstes Jahr wird. Servus Kai, ich sah, die Aufstellung war bereits bedient. Um dieser Mannschaft wieder Sicherheit und Motivation zu geben, muss man tief graben, um sie zu finden. Richtung Erdkern. Wenn man dann Tuchel im Interview nach dem Spiel hört, kommt es mir hoch. Auf eine PK mit FCB-Beteiligung musst du nicht warten. Man entschuldigt sich, da man noch den Flieger bekommen wollte. Ich meine, kann ja so sein. Ja, das weiß man natürlich auch nicht vorher, ne? Okay, man muss fairerweise sagen, die Spielunterbrechung, ja. Aber warum plant man das so knapp mit die Spielunterbrechung war eine halbe Stunde zusammen vielleicht. Also schon wild. Aber gut, ist halt so, mein Gott. Ich hörte eben etwas von einer Krisensitzung, die noch heute beim FCB abgehalten werden soll. Wenn das stimmt, frage ich mich, warum. Hat der FCB plötzlich eine Krise? Ich sehe da nichts, was nicht bereits seit Monaten so ist, wie momentan. Tuchel merkt nichts und der Vorstand kommt gerade aus dem Winterschlaf. Zum Glück erwarte ich derzeit gar nichts mehr. Dann ärgert man sich als Fan weniger. Leipzig-Freiburg, da können wir mal etwas fürs Torverhältnis machen. Vermutlich für das der anderen Mannschaften. Ja, ich bin sehr gespannt, ob das jetzt eine Auswirkung hat, dass man das kommuniziert hat, dass ein Tuchel am Ende der Saison aufhört. Ich kann es gerade 0 einschätzen. User, hoffe jetzt verstummen die Kampfansagen an Leverkusen. Begreift endlich, dass der Titel weg ist. Wird echt Zeit. Komm, mir kriegst trotzdem Herz, auch wenn du meinen Kanal nicht kennst, weil ich das schon seit Wochen erzähle, beziehungsweise seit Monaten, aber gut. Daniel Lüders, du hast vollkommen recht mit deiner Aussage, dass der Tuchel mittlerweile untragbar ist und dass das mit ihm nichts mehr bringt. Aber bis auf Musiala und Tell kann man den Rest auch rausschmeißen. Dass da keiner den Arsch hat, um mal vernünftig Fußball zu spielen, das ist schon heftig. Die Spieler stehen ja schließlich auf dem Platz und blamieren sich Woche für Woche. Also mit der Mannschaft sollte man nicht unbedingt einen Trainer brauchen auf der Bank. Also mit der Mannschaft sollte man nicht unbedingt einen Trainer brauchen auf der Bank. Ach so. Ja, anscheinend ja doch, wie man sieht. Oder der Trainer macht es halt schlimmer, als wenn keiner da wäre. Kann man auch so ruminterpretieren. Malex. Musiala kommt mir bei deiner Benotung zu gut weg. Bis auf das Tor war das meiner Meinung nach gar nichts von ihm. Tell war 60 Sekunden nach seiner Einwechslung schon 10-mal effektiver als Choupo in 80 Minuten. Sané kann ich mir auch nicht mal mehr als Einwechselspieler geben. Der dribbelt jedes Mal von links 16er lang, bis er rechts angekommen ist. Das ist richtig, ja. Aber das muss ja eine taktische Vorgabe sein. Ich kann mir das nicht anders erklären. Ja. Sonst würde der ja nicht jedes Spiel wieder spielen. Ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe nicht diesen Move,
dass er den Ball annimmt, in die Mitte dribbelt und dann nicht einfach weder den Schuss nimmt, ja, oder vielleicht den Ball einfach mal auch versucht, da in den 16er zu spielen. Nein, er rennt fast bis zur anderen Seite und spielt dann Ball über 2 Meter. Also könnte ich jedes Mal kotzen, ja, fühle ich. Bei Tuchel glaube ich langsam, dass er sich schon mit einem anderen Verein einig ist. Anders kann ich mir das alles nicht mehr erklären. Ja, kann sehr gut sein. Herbert, da müssen viele neue Spieler her. Simon, eine Mischung aus Phrasen nach dem Spiel, besser wissen und ja, aber gebe ich ihm, vielleicht bin ich da der Einzige, irgendwie unterhaltsam, der Kanal. Didi, spätestens seit heute Abend sitzt Max Ebert zu Hause und grübelt, wie soll ich es dem Thomas sagen? Na, anscheinend ist es ja schon nicht mehr, ist es ja schon vorher geklärt. Die Matteo, sorry, aber wenn ich das schon höre, die ersten 15 Minuten waren wir gut im Spiel, meinst du eventuell unsere Basketballer? Bin nun seit 1992 Bayern-Fan, aber sowas wie in den letzten paar Wochen habe ich bei einem Bayern-Mannschaft noch nie gesehen. Die spielen komplett ohne Spaß und Lust. Da muss man mal die Ergebnisse außer Acht lassen. Schwächephasen haben unsere Jungs alle Jahre mal hin und wieder. Aber so ein Gequäle auf dem Rasen ist mir beim FC Bayern noch nie untergekommen. Die bräuchten jetzt ganz dringend einen Trainer der Marke Jupp Heynckes, der sie zumindest halbwegs mental auf das Rückspiel gegen Rom wieder aufrichtet. Ja, gehe ich mit. Mosespeck, vielleicht sollte man mal ein bisschen unbekannteren Trainer die Chance geben, der neuen Wind in die Mannschaft bringt und auch mal andere Spieler ausstellt. Mäusespeck, Hans, da bin ich komplett bei dir. Allerdings müsste man diesem Trainer dann auch mal uneingeschränkten Rückhalt geben. Von Vereinsseite. Das hat man ja schon beim Nagelsmann nicht getan. Harzmann, man muss hier auch mal das Positive betrachten. Wir haben zumindest aufs Tor geschossen. Ja, und sogar 2 Tore erzielt. TLG-Musik. Ohne Zweifel scheint die Chemie zwischen dem FC Bayern und Thomas Tuchel nicht zu passen, was vorkommen kann und Tuchel zu keinem schlechten Trainer macht. Funktioniert nun mal nicht immer und überall. Ich würde also FC Bayern einfach nicht den Fehler machen, mit dem Glauben, dass der Trainer das Hauptproblem ist, zu handeln. Die fehlende Chemie ist ein Teil des Problems, jedoch nicht das Hauptproblem. Mit einem neuen Trainer wird die aktuelle Situation vielleicht nur vorübergehend besser und es ist eine Frage der Zeit, bis man wieder am Anfang steht. Da gibt es einiges zu tun und die Sache mit Thomas Tuchel ist meiner Meinung nach nur ein sehr kleiner Teil des Problems und nicht das Hauptproblem. Nee, es ist kein sehr kleiner Teil, es sind mindestens 50%. Ja. Aber ich gebe dir recht, 50% ist natürlich auch dem Verein und dieser Mannschaft geschuldet. Definitiv. IPN, aber nach dem X-Goals haben wir doch 3,67 zu 1,52 gewonnen. Edith, ach du Scheiße, im anderen Video macht er das tatsächlich. Bot, es ist leider auch schwer, gute Statistiken frei zu finden. Beispiel die Passquote sagt zum Beispiel nichts, wenn die hinten dauernd den Ball hin und her schieben. Jo, gehe ich mit dir. Leverkusen hat ungefähr die gleiche Passquote, aber im Schnitt weiter vorne und das ist der Unterschied. Diese allgemeinen Statistiken täuschen halt oft. Die Zweikampfquote ist schon ein brauchbarer Wert in der Statistik. Opa ist nicht fit, er hätte nie auf der RV-Position spielen sollen, wo er noch mehr laufen muss. Gehe ich 100% mit dir. Im Prinzip bin ich bei dir. Bochum hat als Mannschaft gespielt und haben alles reingehauen, was da ist. Verdient gewonnen, Glückwunsch. Ja, ich gehe natürlich mit. Ja, du hast natürlich auch für Bayern-Seite nur Gesamtstatistik. Natürlich, wenn du wirklich in die Statistik eintauchen willst, dann müsstest du, wie du schon schreibst, gucken, wie ist die Passgenauigkeit im letzten Drittel, in der Mitte und hinten, wo haben wir die meisten Pässe, aber jeder, der sich damit auseinandersetzt, sieht das ja. Also im letzten Drittel haben wir super viele Fehlpässe, wenn gute Pässe, dann Querpässe, und die meisten Pässe haben wir in der Mitte, die nach hinten gehen. Ja. Ja. André Michel, also wenn alle Spieler mit 4, 5, 6 bewertet werden, also wirklich alle, dann muss man nicht immer dem Trainer die Schuld geben. Marc Tuchel auch nicht. Trainer stellt Mannschaft ein, zählt nicht. Es hat bei dem Gehalt jeder zu liefern. Sehe ich ein bisschen anders, aber ist auch völlig okay, dass du das so siehst. Hi Jung Tai Adler. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die neue Serie Opa in Ein Mann sieht rot. Der war gut, kriegst ein Herzchen für. Wolfgang Weller. Weshalb Tell nicht in der Startelf stand? Ganz einfach. Mit ihm konnte man nachlegen. Alle anderen, die von der Bank kamen und auf der Bank blieben, sind nicht besser als die, die auf dem Platz standen. Gut, also hättest du, wenn Musiala draußen gewesen wäre oder ein Müller draußen gewesen wäre oder ein Schupo draußen gewesen wäre, nicht nachlegen können? Was ist das für ein Argument?
Somit lässt man zumindest einen Guten auf der Bank. Ist zwar traurig, dass man dies selbst gegen Bochum tut und nicht davon überzeugt ist, das Ding nicht nach 60 Minuten durchzuhaben. Aber so sieht die derzeitige Welt des FC Bayern aus. Und wenn dem so wäre, wie du das hier schreibst, warum bringe ich den Tell dann erst so spät? Von daher fühle ich das nicht. Sammy, hör mir bitte auf, den Kimmich zu kritisieren. Klar sieht sein Spiel unspektakulär aus. Trotzdem ist das bei Toni Kroos ähnlich. Dennoch gibt er der Mannschaft Stabilität, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Als er dann raus war, ist das Spiel komplett wild geworden. Ja, na klar, er hat uns super Stabilität gegeben, haben wir beim Gegentor gesehen, oder? Dass er da super stabil war. Ich meine, er merkt ja schon, dass er den Zweikampf nicht kriegt, dann zieh ihm am Trikot. Dann gibt's Gelb und alles ist gut. Aber ja, Kimmich haben wir ja auch in den Spielen gesehen, wo Kimmich nicht auf dem Feld war, wo Pavlovic und Goretzka gespielt haben. Wie wenig Stabilität wir in diesen Spielen haben, richtig? Ganz wilder Take. Gerard Berger, alle Experten sagen, dass ein Musiala in der Mitte spielen muss und nicht links außen. Warum dann nicht den Tell gleich bringen als links außen? Ist doch logisch, nur nicht für ein Tore. Jo. User, da man die Bayern nicht nur einmal schlagen kann, hat man doch in den letzten 2 Jahren gesehen. Hier in Bochum drehen alle durch, Kopf hoch nach Munich. Dansko, und was wäre für euch die beste Alternative? Flick, Mourinho oder jemand ganz anderes? Kann ich hier jetzt nicht drauf ein. Ihr habt ja hier schon eine Diskussion geführt, ist doch supi. Max Mustermensch. Haha, gut, damit habe ich nicht gerechnet, dass der FCB sich in dem Spiel das Heft aus der Hand nehmen lässt. Langsam muss ich dann doch schmunzeln, obwohl ich mir Häme sonst immer verkneife. Bei dem Anspruch, den der FCB sonst ewig nach außen formuliert, macht er sich gerade auf dem Platz komplett zum Kasper. Spieler und Trainer geben sich der Lächerlichkeit preis. Junge, dass die sich immer einschalten muss. Was ist los mit ihr? Aufmerksamkeitsdefizite oder was? Moteo. Wenigstens bei dir gibt's eine Pressekonferenz. Ah, die Interviews. Der Kommentator. Nee, der Kommentar. Kommentator, Alter. Wenn Tore gegen Leipzig noch auf der Bank sitzt, müssen sich die Bayern-Fans beim nächsten Heimspiel mal bemerkbar machen. Gut, das haben wir ja jetzt gelöst, das Problem. Dass das halt nicht passiert. Ne? CB, mir fehlen einfach Spieler wie Schweini, Thiago, Javi, Martinez, Ribéry, Van Beuten, Robben, die alles für den Erfolg gemacht haben. Ich sehe gerade nur Müller und Tell bei uns, die diese Mentalität zeigen. Hat mich für Tell gefreut, da muss ich dir widersprechen, ich sehe das ganz klar auch beim Dyer. Ja. Egal, ob der draußen ist und sich am Warmmachen ist oder wenn er auf dem Feld ist, der Mann schmeißt alles rein, was er hat. No. Hat mich für Tell gefreut, dass er das heute abrufen konnte, was er kann. Wenn er gegen Leipzig nicht von Anfang an spielt, dann ist es vorbei mit Tuchel. Kimmich, Goretzka waren wieder richtig schlecht. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er gegen Leipzig spielen darf. Obwohl, wer weiß, vielleicht denkt Tuchel jetzt ein bisschen weil er weiß, ich bin hier nicht mehr lange Trainer. Mal gucken. Air Fox, also ich bin ja Fan vom Mensch Tuchel, beziehungsweise der Art, die er hat. Aber man sieht ja, dass sich sportlich nichts bessert. Und da muss jetzt, wie du ja auch gesagt hast, die Vereinsführung endlich mal zu sich kommen und die Reißleine ziehen. Ja, haben sie ja getan. Mainstream, keine Sorge, ich spielt ja bald wieder gegen den BVB und schießt diesen dann wie immer aus dem Stadion. Nee. Nee. Es sei denn, wie gesagt, diese Tuchel-Entscheidung hat jetzt irgendeinen Impact. Aber ansonsten nein. Nein. Dafür hat die Mannschaft und das Trainerteam gerade zu viele andere Sorgen, als wenn man dann wieder sagen kann, oh ja, nur weil es der BVB ist man motiviert. Also, aber mal gucken, wie die Entwicklung bis dahin ist. Wie Bochum, Frankfurt und Co. das immer wieder schaffen, gegen euch zu gewinnen, ist mir ein absolutes Rätsel. FC Bayern. Wahnsinn, dass der Tuchel immer noch nicht entlassen wird. Ich kann das alles nicht mehr. Wieso sieht die Führungsetage nicht, dass die Mannschaft immer schlimmer und schlechter unter Tuchel wird? Ja, das hat sie ja gesehen, aber kurzfristig wollen sie da halt nichts ändern. Und hier vielleicht an dich den Tipp, ja, stellt euch einfach hinten rein. Dann ist gut. Ne? Da haben wir halt gerade die Probleme mit. Malex, mal sehen, ob wir nächste Saison in der Champions League spielen. Sind ja nur noch 9 Punkte Vorsprung. Bei dem Fußball, der uns da von Tuchel und Co. angeboten wird, wäre das für mich schon fast ein Erfolg. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich glaube sogar, der Fußball unter Ribbeck und Lörby war besser als das, was wir mit Tuchel angeboten bekommen. Ja, habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Aber wenn ich das Aktuelle so sehe,
würde ich da wahrscheinlich mit einstimmen. Aber ich kann es gerade nicht wirklich sagen. Ja, alles gut. Ne? Die nächsten 2 Spiele werden entscheidend sein. Sollten wir die beiden Spiele nicht gewinnen, dann könnte es wirklich interessant werden, wenn es um die Champions League Quali geht. Kommt auf, das Leipzig-Spiel wird schon entscheidend sein. Wenn du das verlierst, das ist ja nun mal Platz 5, ne, der direkte Konkurrent quasi, kommen die ran. Sollten wir das gewinnen oder ein Unentschieden spielen, ja, dann ist eigentlich genug Punktepolster da. Ja. Herat Seidel, nach dem 1:3 war das dann sogar eines unserer besseren Spiele. Es wurde gekämpft und Chancen herausgespielt. Wenn ich einem die Punkte gönne, dann Bochum, super Leistung von dem Team. Ludger Wolfert, kommen gerade aus dem Stadion, war eine absolute Katastrophe. Peter Lünnemann, moin Kai. Ach, was soll ich sagen? Wenn es scheiße läuft, läuft es scheiße, wa? Dass Tuchel-Zeit abgelaufen ist, da sind wir uns ja einig. Ich denke, da muss im Sommer einiges passieren, auf der Trainerposition und in der Mannschaft. Ja. Bei der Mannschaft habe ich auch den Eindruck, dass die nicht unbedingt für Tuchel spielen. Da gehe ich mit. Ob und wann Tuchel geht, werden wir sehen. Eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich habe so den Eindruck, dass die Spieler zu viele Anweisungen mit an die Hand bekommen. Manchmal sieht man den Jungs an, dass sie sich denken, mein Gott, ich will doch nur kicken. Und das können sie alle. Schon oft genug bewiesen. Auch Gnabry und Kimmich, sorry, der Seitenhieb musste jetzt sein. Was ich mir allerdings nicht erklären kann, ist, dass man eigentlich ganz passabel anfängt, früh in Führung geht und dann einen Leistungsabfall von 120% hat. Ist mir schon öfter die Saison aufgefallen. Ich kann es mir mit meinem gefährlichen Halbwissen einfach nicht erklären. Ja, ich habe ja auch nur gefährliches Halbwissen und ich kann mir das genauso wenig erklären. Ich habe zuletzt ja schon öfter gesagt, die eine Baustelle gibt es nicht, sonst würde man sie ja beheben. Was ich mir jetzt einfach wünsche, ob mit oder ohne Tuchel und auch mein Appell an die Mannschaft, dass man sich für den Rest der Saison jetzt zusammenrauft und die Saison vernünftig zu Ende spielt. Dann wäre mein Fanherz auch zufrieden. Nein, das Fanherz ist dann nicht zufrieden mit dieser Saison. Ja, also das müssen wir mal sagen. Da geht es nicht um die Erfolge, da geht es darum, ich erinnere nur an das Verhalten in Saarbrücken von den Spielern und so weiter. Deswegen, ich gehe da natürlich mit. Es muss in der Mannschaft auch einiges passieren. Ja, 100%. Und das wird eine sehr, 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 sehr interessante Transferphase. Ja, ich bin sehr gespannt. Es sei denn, man ist wieder so blind und sagt jetzt, ja gut, das war alles Tuchels Schuld, die Spieler bleiben alle. Dann weiß ich es halt auch nicht mehr. Ja. Dann weiß ich es auch nicht mehr. Und liebe Grüße natürlich zurück. PS, mach so weiter wie bisher und bleib wie du bist. Macht Spaß, deine Videos zu schauen und zu kommentieren. Wollte es nur mal gesagt haben. Vielen lieben Dank dafür. X-Breaks, was hast du sonst eigentlich mit Fußball zu tun? Frage für meinen Trainerkollegen. Was habe ich sonst mit Fußball zu tun? Ich bin der Mensch, der den Wassereimer bringt und den linken Torpfosten immer sauber hält. Das ist meine Aufgabe. Michel, top Spielanalyse. Bester Mann auf diesem Kanal. Mach weiter so. Bester Mann auf diesem Kanal. Ja, ich bin der einzige Mann auf diesem Kanal, aber vielen lieben Dank. Mach weiter so. Wir Fans müssen zusammenhalten. Bis 10 bis 15 Minuten haben wir gut gespielt. Später einfach nur geschlafen. Leider Choupo-Moting nicht spielbar gewesen. Und Kane, nicht passiv. Wieso hat er nicht Tell so früh reingetan im Spiel und Choupo nicht ausgewechselt? Das versteht nicht bei Tuchel, sehr traurig. Ja, das verstehen wir alle nicht. Jules, ich kann das alles nicht mehr. Unglaublich, was diese Mannschaft abliefert. Genauso Tuchel. Diese ganze Symbiose zwischen Spieler, Trainer und Bosse passt einfach nicht. Das ist richtig, ja. Ja, ich verstehe die Aufstellung nicht. Ja, ich bin dafür, dass Tuchel gehen muss. Ja, ich finde auch, dass Tuchel nicht mehr tragbar ist, aber man muss doch nicht wirklich mal unser Führungsspieler in Frage stellen. Ja, na klar muss man das. Was an Kimmich und an Musiala heute abgeliefert haben, war Vogelwild und eine absolute Frechheit. Tuchel uns Fans und seinem Verein gegenüber. Es kommt mir langsam so vor, dass lediglich die eigenen Egos vorangestellt werden. Neuer spielt mit Knieproblemen, damit er bei der EM dabei ist. Opa, mal wieder ein folgenschwerer Fehler, das kannst du keinem mehr erzählen. Kim total überspielt, Mazraoui ohne Wertung und Guerrero hat sich wirklich reingehangen heute. Kimmich, diese Ära muss im Sommer beendet werden. Ja. Nicht nur die Leistung ist respektlos, sondern auch sein Verhalten. Was denkt dieses Chefchen Kimmich eigentlich, wer er ist?
Er ist nicht der Mittelpunkt des FC Bayern. Goretzka auch sehr schwach. Schuppo, keine Ahnung, warum er überhaupt gespielt hat, wenn Brian und Tell da sind. Müller auf der falschen Position mal wieder. Musiala, wie bereits erwähnt, und Kane unglücklich. Aber gut, passiert. Solche Phasen gibt es als Stürmer. Kann mir mal jemand erklären, warum man nach der Mazraoui-Verletzung nicht Dyer als RV gestellt hat? Das ist doch wirklich nicht mehr erklärbar. Ich hätte den Kimmich dahingestellt, sag ich dir ganz ehrlich. Eric Dyer hat das letzte Mal vor 8 Jahren gespielt. Ja, der hat eher im defensiven Mittelfeld gespielt. Also das wäre, glaube ich, für mich der bessere Take gewesen. Dyer ins defensive Mittelfeld und Kimmich nach rechts. Hochachtung vor Brian, in so einem undankbaren Spiel sein Debüt in dieser Form zu geben. Genauso Mathys Tel, er gibt alles, wenn er reinkommt und lebt das Mir-Gefühl. Wird ihm aber auch nichts bringen unter Tuchel im nächsten Spiel. Ansonsten hat Sané immerhin mal wieder mit Wut gespielt und hat es wenigstens versucht, sich gegen die Niederlage zu stemmen. Ja, habe ich genauso wahrgenommen. Jetzt gibt Dresden gerade noch die Jobgarantie für Tuchel raus. Sind wir alle so bescheuert und haben keine Ahnung oder sind die wirklich so unfähig? Ansonsten schönen Abend dir, Kai. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja, lass ich ja, kommen wieder bessere Zeiten. Keine Sorge. Oldschool. Hoffe, wenn du das Video zu den Kommentaren hier machst, ist Tuchel schon entlassen. Nein, ist er nicht. Montag ist für mich Stichtag. Da muss die Pressekonferenz raus. Hoffe auf Flick. Selbst Löw oder Magath wären mir jetzt lieber. Glasner, Baumgart, Stefan Kunz, etc. Schlechter als Tuchel sind die auch nicht. Wir brauchen 3 Punkte gegen Leipzig und das ist jetzt das nächste Ziel. Und Tell soll endlich mal von Anfang an spielen. Ja, gehe ich mit. Wir brauchen 3 Punkte gegen Leipzig. Ansonsten kann es echt noch wild werden. Uwe, hallo und vielen Dank für dein Video. Vermutlich werden die Verantwortlichen des Vereins alles versuchen, um Tuchel bis zum Ende der Saison zu halten. Nicht, weil man dem Trainer vertraut oder denkt, er könne in dieser Saison noch Titel gewinnen. Vielmehr hat man sämtliche Saisonziele längst aufgegeben und konzentriert sich auf den Sommer und dann einen Trainer Schwergewicht zu verpflichten. Gehe ich mit, sage ich gleich was zu. Aktuell ist ja niemand auf dem Markt. Bayern München ist natürlich weiterhin eine internationale Top-Adresse, auch für Trainer. Allerdings, wenn man sich die Leistungsbereitschaft vieler Spieler des aktuellen Kaders anschaut, wer von den Top-Trainern will denn hier ernsthaft loslegen? Wenn man sich sein Wirken während der WM so anschaut, dürfte auch Hansi Flick nicht gerade der Heiland sein. Nee, Hansi Flick fühle ich persönlich eh nicht. Ich gehe da nicht ganz mit. Ja, ich verstehe das Argument. Ja, genau so wird es auch sein. Ja. 100% ist auch völlig legitim von Vereinsseite. Aber man sollte hoffentlich Plan B in der Hinterhand haben, wenn wir das Spiel gegen Leipzig verlieren. Ja, dann muss man reagieren. Dann muss ein Interimstrainer, ob der aus der zweiten Mannschaft kommt, aus der Jugendabteilung oder ob man irgendeinen alten Fuchs dann nochmal dafür 3-4 Monate verpflichtet, dann muss das passieren. Ja. Franz Steidl, ich habe auch das Spiel gesehen. War eine Katastrophe bis auf einige kurze Phasen. Die Mannschaft ist total verunsichert und Tuchel sitzt draußen und tut nichts. Ja. Und seinem Schal vorm Mund, ich hoffe und habe das letztes Mal schon geschrieben, dass er endlich gefeuert wird. Olli Engel, moin Digga, Grüße aus dem Saarland. Fand das Spiel war eine Beleidigung. Hab echt gedacht, die brennen nach 2 Niederlagen ein Feuerwerk ab. Ja, das haben wir alle gedacht, ne? Das Gute an der Pleite, es hat nun ein Ende. Für die Spieler kann es nur besser werden. Jetzt kann wirklich ein Umbruch eingeleitet werden und in der Bundesliga endlich De Ligt, Tell, Zaragoza, Pavlovic, etc. eingesetzt werden. Die Frage ist, wird das passieren? Sweet, kannst du bitte am Anfang deiner Videos Werbung für dich selbst machen, indem die Zuschauer deinen Kanal abonnieren können? Du machst so gute FCB-Meinungsvideos, du hättest bestimmt schon die 10.000 Abos, nur ein kleiner Tipp von mir, aber mach weiter. So, nur der FCB. Ja, du bist ja bestimmt derselbe, der mir das in Discord geschrieben hat, hast du natürlich recht. Ich vergesse es halt immer. Ja, ich habe jetzt extra in den letzten 2 Videos dran gedacht, aber ansonsten vergesse ich das immer. Ja, so ein Ding. Tom, hab früher echt viel von Tuchel gehalten, aber mittlerweile kann ich echt nur noch den Kopf schütteln. Das wäre heute die Chance gewesen, Kimmich mal als rechten Verteidiger einzusetzen. Vielleicht hätte man auch mal Dyer als defensiven Sechser ausprobieren können. True, 100% true. Dass Schuppo anstatt Tell von Beginn an gespielt hat, ist lächerlich, ja. Didi Meise, bei den Statistiken warte ich noch auf gewonnene Zweikämpfe. Dieter Niklas, 2500. Ich bitte, meinen Sarkasmus zu entschuldigen. Triumph, also die Kritik an Opa als Person ist natürlich lächerlich. Aber spielerisch war er eine Vollkatastrophe und das hat nichts mit seiner Hautfarbe zu tun, um das nochmal klarzustellen. Darum ging's ja auch nie, oder? Er hat sich vorne eingeschaltet, was immer dazu geführt hat, dass er vorne festhing und dann bis hinter die Mittellinie zurückgespielt hat. Ja, bei aller Liebe, Opa ist ein Innenverteidiger. Nichts anderes. Ne?
Die Angriffe komplett gekillt und das Spiel langsam gemacht. Auch war er mal links, dann wieder rechts, direkt am Anfang eine völlig unnötige gelbe Karte geholt und dann zack wieder rot durch übermotiviges Einsteigen. Nee. Die gelbe Karte, ja, können wir kritisieren, gebe ich dir recht. Wenn man im 16er zum Kopfball hochgeht, das als übermotiviertes Einsteigen zu sehen, weiß ich nicht. Also sehe ich nicht so. Wenn das auf die gelbe Karte gemeint ist, ja, gebe ich dir recht. Die muss man nicht ziehen. Ja, da gebe ich dir recht. Hätte die gelbe vorher nicht kassiert, die völlig unnötig war, wäre es wenigstens nicht vom Platz. Ja, gebe ich. Da hast du recht mit. Klar muss man auch tot kritisieren, warum er Opa aufstellt, wobei das ja eine Auswechslung war. Aber dennoch super mieser Auftritt. Da muss man auch den Kader in Frage stellen, wenn Opa die einzige Alternative draußen sein soll. Nee, muss man nicht, weil es das nicht ist. So, man hätte den Kimmich da hinstellen können und hätte den Dyer als Sechser aufstellen können. Wäre gar kein Problem gewesen. Ne? Also er war nicht die einzige Alternative. Auf gar keinen Fall. Selbst ein Dyer hat mal rechter Verteidiger gespielt, wäre wahrscheinlich besser mit dieser Position klargekommen, als es ein Opa getan hat. Auch die Frage, warum schießt Kimmich immer noch die Ecken? Weil unser Standardtrainer das so möchte und Kimmich das im Vertrag stehen hat. Dass wenn er nicht mindestens 80% der Ecken pro Spiel treten darf, wir 1 Million Schadensersatz zahlen müssen. Harald, bin bei den meisten Argumenten bei dir, nur die Sache mit den verletzten oder angeschlagenen Spielern verstehe ich nicht. Die sind doch auch selbst verantwortlich und eine medizinische Abteilung gibt es auch. Meinst du jetzt auf Opa bezogen, oder was? Ja, es geht ja nicht darum, ich weiß jetzt nicht, woraus bezogen ist. Ich gehe jetzt mal von Opa aus, ja. Es geht ja nicht darum, dass ein Opa noch angeschlagen ist. So, der Opa war, ich weiß es jetzt nicht, ein paar Wochen raus, war 2 Tage im Mannschaftstraining und gleich wieder rein in diese Mannschaft. Ja. Und dann gleich wieder jedes Spiel spielen. Wie soll dieser Spieler denn schon wieder Form haben? Na, in der Regel sagt man ja, solange wie die Verletzung gedauert hat, solange braucht der Spieler, bis er wieder in seiner Topform ist. Ja, mal hat es schneller geklappt beim Opa wie in Dortmund. Da gab es gar keine Alternative mehr. Dann hat man es einmal ausprobiert. Leute, also ich weiß nicht, ob es darauf bezogen ist. I don't know. Gnabry hat Spielertrainer und Abfahrt. Genau, da gehe ich von aus, Malocha Luca. Wenn der zurückkommt, Alter, der wird uns noch zur Meisterschaft schießen. Bin ich mir sicher. Magic, wir haben gestern eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Läuft gerade alles gegen uns. Kämpferisch war es gut. Rade Abenteuer. Ich bin schockverliebt, der Tuchel. Joa, ich sag mal so, hat seinen Grund, warum er ständig überall rausfliegt. Grüße aus Dortmund. Aber Snake, der beste Dritte aller Zeiten sind wir bald. Ich hoffe, Tuchel geht freiwillig, denn offensichtlich gibt es bei uns keinen, der ihn samt Sachen heute noch rauswirft. FC Bayern. Ich würde mich nicht wundern, wenn Bayern das 4. Spiel in Folge gegen Leipzig verliert. Du kannst dieser Mannschaft nicht mehr vertrauen, solange Tuchel Bayern-Trainer bleibt. Das ist richtig. Ja, wir können jetzt nur hoffen, dass dadurch, dass bekannt wurde, dass Tuchel zum Saisonende gehen wird, dass das jetzt in der Mannschaft was auslöst. Ja, das ist das Einzige, worauf du jetzt setzen kannst. Oldsfield. Frei nach dem Motto, ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Ganz genau. Spellforce. Das Problem, warum Tuchel für mich weg muss, ist eben die Tatsache, dass er die Spieler verloren hat. Wenn er sie überhaupt jemals hatte. Ja. Spieler, die im Sommer weg wurden, sind mir egal. Nur, man wird ohnehin mit Tuchel nicht weitermachen ab Sommer. Und man muss aufpassen, dass wenn man Tuchel weiterhin beschäftigt, man eben nicht auch noch Spieler wie Tell vergrault. Ja, leider wahr. Lukas, das war's für TT. Warum man als Bayern München eine Fünferkette spielt, verstehe ich schon recht nicht. Ja. CT, sehr gut, weiter so. Endlich mal keine Langeweile. Wobei man sagen muss, es kommt dann darauf an, wie man diese Fünferkette interpretiert. Ja. Wenn man die Fünferkette so interpretiert, dass unsere Außenverteidiger schon 10 Meter in der gegnerischen Hälfte stehen, dann ist es ja eigentlich eher eine Dreierkette. Also, da muss man noch ein bisschen müsste man sich genauer anschauen. Damian, ich glaube, dass Thomas Tuchel der richtige Trainer ist. Die Mannschaft, die einzelnen Spieler kommen mit dem großen Druck, auch wirklich jedes Spiel überzeugen, gewinnen zu müssen, nicht klar. Die wirken richtig verklemmt. Man sollte einfach mal umdenken als Verein und Zeit geben, etwas reifen zu lassen. Vor allem nach so viel gewonnenen Titeln in der Bundesliga. Ein Umbruch hat immer einen Preis. Nicht umsonst ist in Umbruch das Wort Bruch
zu betonen. Und ein Bruch braucht immer Zeit zur Heilung. Also auf geht's FCB. Ja. Sehe ich komplett anders. Aber ist auch völlig okay. Ne? Der Unold, selbst wenn Neuer den Elfmeter gehalten hätte, wäre er wiederholt worden. Kein Fuß auf der Linie. Ja. Aber dann wissen wir auch nicht, was passiert wäre. Aber er hat ihn ja eh nicht gehalten. Also von daher ist es doch mühselig, darüber zu philosophieren. Marco Günther, bin ganz bei dir. Tuchel muss weg. Trotzdem ist es auch ein großes Risiko vor dem Champions League und Leipzig-Spiel. Werden diese beiden Spiele verloren, was ich mir momentan gut vorstellen kann, dann ist der neue Trainer auch schon wieder angezählt und das bevor die neue Saison begonnen hat. Ja, ich denke, da sind wir uns ja alle einig, wenn müsste das ein Interimstrainer bis Saisonende machen. Ja. Jacob. 3,4 Expected Goals. So ein Schwachsinn. Tolle Analyse, hoffe nun wird es besser. Liebe Grüße an die Freunde aus Süden. Benny. Viele Grüße zurück. Emma Karl, ich bin eigentlich ganz bei dir. Tuchel verantwortet diese Form. Dass die Spieler wie Goretzka alleine Pressing machen und dann ist das seine Schuld. Er hat ihn aufgestellt anstatt Pavlovic. Ja, weil Pavlovic angeschlagen war. Wenn dann gegen Ende Saragossa und Tell kam, zeigt sich, wie großartig die Zukunft sein kann. Upamecano, Goretzka, Gnabry und eigentlich auch Coman sollten weg. Upa tut mir leid, finde ihn total sympathisch, aber irgendwie reicht es nicht. PS, lass Kimmich raus. Goretzka hätte sichern können und sollen. Kimmich der Einzige, der passen kann. Also Pavlo dahinter und Gucci. Bin ich bei dir? Ja. Dennis Schmidt. Wie viele doch davor geschrieben haben, dass Bayern 14 oder höher gewinnt. Der Abwärtstrend geht weiter, solange Tuchel da ist. Gegen Leipzig verlieren wir 3:1. Ich warte nur darauf, dass TT Kane rausnimmt und Choupo vorne reinstellt. Ich kann das alles nicht mehr. Jedes Spiel ist wie ein Unfall. Und ich muss trotzdem zusehen. Und mit jedem Spiel steigt mein Bierverbrauch in die Höhe. Ich habe fertig mit TT. Vor allem den Typen zuzuhören. Das könnte ich... User, fangen wir doch mal mit dem Positiven an. Das war die mutigste Startaufstellung, die Tuchel bisher präsentiert hat. Das heißt jetzt nicht, dass er Bäume ausgerissen hat, Sané mal auf die Bank zu setzen. Danke. Bei seinem Einwechsel konnte man sehen, die kurze Denkpause tat ihm gut. Ja, fand ich auch. Trotz seiner momentanen Abschlussschwäche. Im Großen und Ganzen ein guter Start in die Partie bis zur ersten Zwangsunterbrechung. Danach hat man den roten Faden komplett verloren und ich frage mich nur noch, warum. Warum spielt ein Minjay, der nach einer halben Stunde aussieht, als ob er ein Sauerstoffzelt benötigt? Auch da müssen wir Thomas Tuchel fragen. Seine gelbe Karte war symptomatisch für seinen Zustand. Die bekommt man nur, wenn man keine Power mehr hat, seinen Gegenspieler hinterher zu rennen. Ist ja nicht so, dass man einen formstarken Dyer im Kader hat. Warum? Warum steht ein Choupo-Moting in der Startelf anstelle eines Mathis Tells? Warum? Kimmich hatte heute einen seiner besseren Tage mit mehr und schnelleren Pässen nach vorne und in die Tiefe. Trotzdem wird er ausgewechselt, ein Goretzka, ein Achter, der keine Tore schießt oder ein Sechser, der anstelle von gutem Ballgewinn mit unnötigen Forts auf die aufmerksam macht, spielt durch. Warum? Gut, das kann man natürlich auch ein bisschen differenzierter sehen. Kimmich war heute aber auch nicht auf seiner Sechserposition. Da weiß man natürlich jetzt nicht, wie die Absprache war. Ich frage mich generell, ob es überhaupt noch Absprachen gibt. Ja. Keine Ahnung. Das ist ganz wild. Dass Ober als Rechtsverteidiger aushelfen musste, kann ich anhand der Personalsituation noch verstehen. Er wurde aber deutlich, dass sein Offensivpotenzial geradezu nicht vorhanden ist. Er ist halt ein reiner IV. Ja, ganz genau. Heute hatte ich den Eindruck, die Spieler wollen, aber können nicht. Mir fehlen in der Mannschaft stringente Abläufe. 3 gut aneinandergereihte Pässe in der Vorwärtsbewegung fühlen sich momentan eher nach glücklichen Zufallsprodukten anstelle eines eingespielten Teams an. Und genau da fehlt mir die Handschrift des Trainers. Das Gefühl, dass Tuchel die Mannschaft nicht erreicht, bestätigt sich mittlerweile von Spiel zu Spiel. Die Saisonziele wurden heute endgültig begraben. Mir sieht anders aus. Ja, die Saisonziele der Meisterschaft haben wir begraben, ja. Das neue Saisonziel heißt halt Qualifikation für Champions League. Herbert, ich bin seit über 50 Jahren Bayern München-Fan, aber seit Monaten traue ich mich nicht mehr zu sagen, dass ich Bayern München-Fan bin. Was? Also ich laufe trotzdem, wenn ich zur Arbeit muss, in Bayern-Klamotten auf. Also ich bin da schmerzfrei. Und das mitten im Ruhrpott. Also nur weil Scheiße läuft, nein. Herbert, man muss auch durch schwere Zeiten durch und Flagge zeigen. Kaffel, Tuchel ist ein großartiger Trainer, aber eben immer nur für den Moment und nicht langfristig. Er scheitert an seiner eigenen Art. Gut, aber bei uns ist er ja schon kurzfristig gescheitert. Er scheitert an seiner eigenen Art und Weise, wie er auftritt.
Lange macht eine Mannschaft seine Kühlfachmentalität halt nicht mit. Er ist noch jung und kann sich ändern. Er muss es auch. Sonst wird er bei keinem Club langfristig tätig sein. Ja, aber muss man immer das Ziel haben, langfristig tätig zu sein? Ich meine, Pep hat es auch mal gesagt, er würde eigentlich nicht länger wie 2 oder 3 Jahre bei einem und demselben Verein sein wollen. Also von daher weiß ich nicht, ob man das immer unbedingt muss. Ob das immer auch unbedingt was Schlechtes sein muss, wenn man nach 2 oder 3 Jahren sagt, ich will jetzt einen anderen Verein trainieren. Weiß ich nicht. Henry Schmidt, genau an diesem Punkt gebe ich dir zu 100% recht. Diese Körpersprache eines Trainers habe ich in meiner langjährigen Amateurzeit als Spieler niemals erlebt. Das geht gar nicht. Rick Deckert. Henry hatte ich gesagt, oder? Aber glaubst du nicht, dass es heute einfach Arbeitsverweigerung der Spieler war? Das machen die doch gerne, wenn deren loswerden möchten. Ja, hier waren ja auch schon ein paar Kommentare. Es war ja ein Tacken besser von der Einstellung her, als wie es in den Spielen davor war. Und warum fängt man dann so gut an? Bis zur Unterbrechung und danach geht gar nichts mehr. Ja, ich bin mir 100% sicher, dass unterbewusst auf jeden Fall der ein oder andere Spieler gerade mit dem Trainer abgeschlossen hat. Aber ob das jetzt so überall war, sollen wir jetzt sagen, Harry Kane hat den Ball extra nicht rübergelegt auf Müller und hat ihn extra verschossen? Oder? Ich weiß es nicht. Ist immer schwer zu beurteilen, sowas, ne? Fabian Schneewey. Ich bin zwar kein Bayern-Fan mehr, schaue mir aber immer gerne deine Videos an. Deine ruhige Art und angenehme Stimme höre ich einfach immer wieder gerne. Vielen lieben Dank. Didi Meise, Kritik gefällig? 21.000 Aufrufe, 4.000 Abonnenten. Kai geht es wie Tuche, so viele Aufrufe und trotzdem nur Platz 2. Leute, abonniert doch mal den jungen Mann. Den jungen Mann. Nee. Das ist ja normal. Also, ich kann ja mal ganz kurz einen Exkurs machen. Also, nochmal, ich habe es in dem anderen Feedback-Video schon gesagt, wenn es schlecht läuft, ist die Gesellschaft halt einfach so, geil. Wir suhlen uns in dem Elend, wir gucken uns das an. Dadurch ist ein Interesse an den Bayern-Videos da. Dadurch, wenn mehr Interesse da ist, merkt YouTube das. Dadurch haben alle Bayern-Videos mehr Klicks, weil die mehr vorgeschlagen werden. So, dann hast du ganz, ganz viele Leute, die hier reinklicken, die sich 2 Minuten angucken und denken, was ist das für ein Idiot und gut ist. So, dann hast du vielleicht ein paar Leute, die den FC Bayern interessiert. Die lassen dann vielleicht auch ein Abo da. Dann hast du vielleicht auch ein paar Leute, die denken, oh ja, das ist ein super Dude. Der ist auf meiner Wellenlänge. Die lassen dann vielleicht auch ein Abo da oder gucken vielleicht nochmal in ein anderes Video rein. Das ist der normale Lauf der Dinge. Ja, also nur weil hier 30.000 Klicks drauf sind, heißt das nicht, dass 30.000 Leuten das gefällt oder dass es überhaupt 30.000 Leute sind. Ja, also das ist völlig normal. Also wie gesagt, ich habe in den letzten 2 Wochen 1.600 Abonnenten gewonnen. Also das ist schon krank. Ja, und ich habe letzte Saison auch Videos gehabt, die 20.000, 30.000 Aufrufe hatten bei Niederlagen. Das ist halt einfach der Lauf der Zeit. Ja, ansonsten ist halt eher das Problem, dass man, wenn man diesen Content macht und noch super klein ist, halt nirgendwo gesehen wird. Ja, man wird nirgendwo anders irgendwo auf YouTube gefunden oder vorgeschlagen. Umso größer man wird, umso mehr passiert das. Ist leider so. Ja, ja, alles gut. Ich bin glücklich, wie es ist, Leute. Banja, guten Abend, mein Freund. Puh, wie fange ich an? Ich versuche es heute mal extrem sachlich zu lassen. Sehr gut, genauso wie ich. Zuallererst anscheinend sagte Freund, dass Tuchel Trainer bleibt, was mich extrem getroffen hat. Und es gab wohl einen Vorfall mit Kimmich nach dem Spiel. Aber nun zum Spiel. Ich verdiene mein Geld mit dem Sport und Fußball und wie alle Fans hatte man eine Aufstellung im Kopf. Darum könnte ich jetzt sagen, das war klar oder ich hätte es besser gemacht. Aber wie du es mal gesagt hast, im Nachhinein sind wir alle schlauer. Ja, im Nachhinein sind wir alle Klugscheißer. Da nehme ich mich ja nicht aus. Obwohl, ob nun Sané, Kimmich, Goretzka, selbst Dyer, alle hatten schon gute Spiele die Saison, außer Schupo. Als um 16 Uhr rauskam, man spielt ohne Sané, dachten doch die meisten, cool, Tell spielt. Wie kommt man auf Schupo? Er ist ein super Typ, aber er hatte diese Saison noch kein gutes Spiel oder gute 20 Minuten, einfach nichts. Aber lass mir das. Warte, ich trinke einen Schluck. Zu Tuchel. Wir haben 2-mal verloren, spielen ein Kampfspiel in Bochum. Regen, es ist hart. Die kämpfen und kratzen. Und der sehr schwache Mazraoui fällt aus.
Wie kommt ein Champions League-Sieger Trainer auf die Idee, den formschwachen Opa als er vorzubringen, statt Kimmich auf rechts zu ziehen? Du sprichst mir aus der Seele. Und nachdem Opa sich die erste dumme gelbe Karte geholt hat, wusste ich, der wird sehr gefährdet sein. Ja, war auch mein Gedanke, hätte Tuchel reagieren müssen, meiner Meinung nach. Und Tuchel sagte, er ist für 30 Minuten eingeplant. Warum wechselt man ihn dann nicht schon vorher? Nun zum nächsten Fehler von Tuchel. In der Halbzeit, warum holt man den unsichtbaren Choupo nicht runter? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weil Tuchel niemals in der Halbzeit wechselt. Deswegen. Dann der nächste Fehler. Opa muss runter. Wie kommt man auf die Idee, den katastrophalen Jamal auf die 8 zu stellen? Jamal, der vor den ersten beiden Gegentreffern jeweils den Ball sinnlos verloren hat und im Spiel gefühlt 20 Bälle verloren hat, ist mir noch unbegreiflicher. Noch ein Fehler, warum wechselt man einen Tell so spät? Selbst Zaragoza kam vorher rein. Nichts gegen den Jungen, aber alleine in diesem Spiel hat Tuchel Kimmich, Opa, Tell so hart genommen, da hilft nicht mal ein Kühlkissen. Ganz ehrlich, mit dem Jamal für Kimmich-Wechsel dachte ich mir, Tuchel weiß, dass er gehen muss. Und nochmal zur Aufstellung, warum Choupo? Und dazu frage ich mich immer mehr, warum haben wir 20 Verletzte? Das kann doch kein Pech mehr sein. Okay, nun schaue ich dein Video. Muss dir ausnahmsweise mal widersprechen. Ich fand Goretzka heute okay. Ja, nachdem Kimmich raus war. Vorher eine absolute Nulpe für mich. Aber so sieht jeder das anders, genau. Aber auch wenn ich Kimmich kritisiere, fand ich ihn besser als sonst. Ich sehe das zum Beispiel anders. Jamal hat viel zu oft den Ball so verloren, dass es direkt zu Konter führte. Und nicht immer stehen dann alle perfekt. Jamal hat heute schon extrem viele Bälle verloren. Ja, gehe ich mit. Ich kann mich an 3, 4 Szenen immer noch erinnern, wo er den Ball kläglich verloren hat. Aber das Problem war ja, dass wir auf der 6er Position keinen Spieler hatten. Das will ich gar nicht am Kimmich festmachen, kann genauso gut einen Goretzka da in die Pflicht nehmen, wenn wir mit einer Doppel-6 oder Doppel-8, wie immer man das nennen möchte, spielen. Dieser Raum war leider mal wieder nicht besetzt. Ja, und das war dann das große Problem, wenn Musiala diese Bälle verloren hat. Leider. Bei den Noten bin ich zum Beispiel bei Jamal und Goretzka gar nicht bei dir. Jamal sehe ich deutlich schlechter, nach dem Tor hat er immer mehr abgebaut. Und Goretzka sehe ich komischerweise besser, aber sonst stimme ich dir im Weiten zu. Ja, ist doch auch völlig okay. Corwin von Ember. Der Trend geht klar nach oben. Level 1, cooler Ball in die Hände vom Goalie. Lazio fast ein Tor. VfL 2 Tore. Nächster Kick ist ein Sieg drin. Wuchti. Was mir auch auffällt, es wird kein Abschluss vom 16er gesucht. Kein Schuss, abspielen, nochmal abspielen und noch ein Haken und so weiter. Leider ja. Nur Sultan. Kimmich und ein paar andere Lichter muss man loben, damit Bayern noch ordentlich Kohle bekommt beim Verkauf. Du musst diese Spieler ja erstmal loswerden. Also, das wird kein einfaches Unterfangen werden. Ich habe schon lange gesagt, der Tore frisst kommt Pfund Salz bei uns. Friburi. Weiß ich ja nicht, was du für ein Spiel geschaut hast. Choupo gestern mit Abstand der beste Münchner gewesen. Ja. ATB, so jetzt melde ich mich auch mal wieder zu Wort. Klar muss man sagen, Tuchel ist anscheinend auch gescheitert, aber das ist doch das Problem. Wir schaffen es nicht, einen Trainer über mehrere Jahre zu halten. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht das zweite Menu werden. Und über Jahre einen Trainer nach den anderen haben. Seit Pep weg ist, war kein Trainer 2 Jahre bei uns. Auch Flick nicht, hat ja jetzt erst in der 2. Saison von Kovac übernommen. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, bei uns bekommt kein Trainer richtig Zeit. Also wer ist der richtige Trainer für Bayern? Kloppo, der braucht auch Zeit. Siehe Dortmund und Liverpool. Xavi, der Trainer von Barca, der ist ja jetzt schon gescheitert und brauchst einen Trainer, der in kurzer Zeit seine Spiele die sofort vermitteln kann. Und dafür theoretisch nicht einmal neue Stars braucht und auch Talente perfekt einbaut. Da gibt es aber nicht viele. Unai Emery ist einer davon, was Aston Villa diese Saison spielt. Sauber, ein anderer ist Sebastian Hoeneß. Die Leistung ist sogar höher zu bewerten, als was Alonso mit Leverkusen leistet. Und zum Schluss die Königslösung. Roberto De Zerbi, sozusagen der Lieblingstrainer von Pep, was Brighton spielt, zum Zungeschnalzen. Jetzt wird jeder sagen, du brauchst doch einen, der Deutsch kann. Völliger Blödsinn, wir spielen ja nicht nur mit Österreichern oder Deutschen. Und wenn jemand als Trainer richtig gut ist, kann er seine Spielidee in jeder Sprache vermitteln. Im Gegenteil, mit dieser, der Trainer muss Deutsch können, ist die Auswahl ja limitiert. Ja, nee, also das ist ja kein Argument mehr in der heutigen Zeit. Wie gesagt, überlegt mal, wir geben unsere
unsere so satten Nationalspieler ab. Wie viele deutsche Spieler hast du denn noch im Kader? So. Ja, also das ist ja kein Argument mehr. AT, ach Mann, warum haben wir Nagelsmann entlassen? Hätte gerne Nagelsmann mit einem Kane gesehen. Bayerischer Kurde, danke, dass du Upa so in Schutz nimmst. Hat mir gezeigt, dass du echt Herz und Verstand hast. Ja, aber das muss ja jeder für sich entscheiden. Budflow, in Expected Goals hat Bayern heute wieder gewonnen. Geil, oder? In der Statistik haben wir gesiegt. TV sein Vater, Kimmich gehört auch auf RV. Minjay und Upa hätten beide eine Pause gebraucht. Ja. Aber schon nachdem sie vom Afrika Cup kamen, richtig. Tuchel hat sie direkt verbrannt. De Ligt und Tell kann ein Leid tun. Glückwunsch Leverkusen, die Mannschaft ist so tot wie Tuchel auf der Bank. Der hat wieder seine X-Goals-Statistik angeguckt. Ja. Muss man leider sagen. Aber so ist das halt, mein Gott. Hans im Glück, sag ich doch, das hatte ich schon letztes Jahr geschrieben. Der passt einfach nicht zu Bayern. Super Content. George. Gut, Tuchel war und ist der falsche Trainer von Anfang an. Er war bei Dortmund ein sturer Hund, aber es liegt auch an der Mannschaft. Es fehlt der Teamgeist. Völlig richtig. Angefangen hat es, seit Kimmich zu Barca wollte. Sané wollte weg und noch andere. Daher ist keine Ruhe in der Mannschaft. Keine Ahnung, wo du diese Infos ausgegraben hast. Ich glaube, gerade unter Tuchel hätte Tuchel direkt gesagt, ja bitte, Josh, geh, weil dann ist Gehalt und Geld frei für eine Holding Six. Also, weiß ich nicht. Und Sané, bitte. Do it. Kattentau, gute Analyse, cooles Video, lieb Gruß, vielen lieben Dank. Dennis Vögele. Ein Spiel geht aber 90 Minuten, nicht nur 15 Minuten. Das ist korrekt. Hardrock, so gespannt auf dieses Video, seit Abpfiff darauf gewartet. Da labert der Tuchel echt wieder von X-Goals nach dem Spiel. Ich halte es nicht mehr aus. Ja, so ist das, Leute. German Khan. Kann die Aufregung der Bayern-Fans mittlerweile komplett nachvollziehen. Die wohl schlimmste Situation seit Jahren. Keine Spiele, keine Philosophie, keine Defensive und vor allem keinerlei Konstanz über 90 Minuten. Ich frage mich mittlerweile, wie viel Mitspracherecht ein Thomas Tuchel bei den Transfers hatte. Es kann für mich einfach nicht nur an dem Trainer liegen. Schon gar nicht bei Thomas Tuchel. Ich kann mich an Guardiola erinnern, der doch nach der Bayern-Zeit sagte, er hätte bei den Transfers keine freien Gestaltungsmöglichkeiten gehabt. Das könnte meiner Meinung nach auf jeden Fall auch ein Grund für die derzeit, so muss man es sagen, vogelwilden Auftritte sein. Bei Chelsea hatte Tuchel freie Gestaltungsmöglichkeiten, die wurden mit ihm immerhin Champions League-Sieger mit einem nominell, so meiner Meinung, schlechteren Kader als die anderen Favoriten damals. Klar, Tuchel hat gerade in den letzten Wochen auch sehr fragwürdige Entscheidungen hinsichtlich der Startelf getroffen. Den Schupo aufzustellen werde ich auch nach jahrelanger Analyse nicht nachvollziehen können. Es ging wahrscheinlich darum, dem Sané einen Denkzettel zu verpassen. Warum man dann aber nicht den Spieler mit echten Startelf-Ambitionen aufstellt, wird mir wohl noch länger ein Rätsel sein. Allerdings glaube ich an sich schon, dass ein Ziel Tuchels ist, Konstanz in der Startaufstellung zu schaffen. Gerade was die zumindest nach Statistiken gute Offensive betrifft. Derzeit finde ich, merkt man vor allem die Abstinenz eines klaren Sechsers. Ich halte recht viel von Kimmich, aber er braucht ganz klar jemanden, der ihn defensiv absichern kann. Goretzka ist derzeit bodenlos. Er kann einen Kimmich keine defensive Sicherheit geben. Offensiv trotz Vorlage heute viel zu ballunsicher. Vielleicht hätte man auch neben Kimmich mal einen Dyer hinstellen können. Wäre auch wild. Aber den Goretzka braucht derzeit in seiner jetzigen Form absolut niemand. Ja, das sehe ich leider genauso. Darüber hinaus ist ein vielseitig einsetzbarer Verteidiger derzeit nicht zu sehen. Die spielen mittlerweile mit Upa auf rechts, sobald sich einmal Mazraoui verletzt. Klar, das liegt auch an dem Verletzungspech. Aber meiner Meinung nach fehlt in der rechten Defensive ein Spielertyp wie Pavard. Den hatte man ohne 1:1 Ersatz gehen lassen. Für mich schon ein Fehler in der Kaderplanung. Leimer ist meiner Meinung nach viel stärker offensiv als auf der ehemaligen Pavard-Position. Ja, 100% gehe ich da mit dir. Sascha hat meiner Meinung nach dem, was ich bisher gesehen habe, nicht die Qualität, um Startelf-Spieler beim FC Bayern zu sein. Selbes Problem gilt im Übrigen für Guerreiro. Das ist ein Offensivspieler, der auch schon bei Dortmund defensiv schwach war. Ja, zu Sascha, das kann ich noch nicht beurteilen. Dass Guerreiro seine Stärken nicht in der Defensive hat, gehe ich mit. Dazu gibt es in der derzeitigen Mannschaft, abgesehen von Müller, vielleicht auch keinen wirklichen Leader. Vor allem defensiv müssen Leader-Typen aufgestellt werden. Daher wäre ein Dyer für mich wirklich absolut gesetzt, wie du schon sagst. Der Ligt und Dyer wäre derzeit wohl die besten der Option. Jo. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Trainerwechsel wirklich viel ändern würde. Die Fehler wurden auch schon vorher gemacht mit den Transfers. Vor allem der Palhinha hätte man meiner Meinung nach der richtige Transfer gewesen.
Da hätte man die absolute Priorität setzen müssen. Denke auch, dass die Meisterschaft mittlerweile durch ist. Ich würde dem Tuchel aber schon gerne die Chance geben, die Mannschaft vollständig zu planen. Als außenstehender Werder-Fan ist es natürlich immer recht leicht, oberflächlich zu urteilen. Ich habe auch nicht alle Spiele der Bayern gesehen, aber ich denke, dass vor allem auch die Transferpolitik der letzten Jahre in Frage zu stellen ist. Beste Grüße von der Weser, ich hoffe, ihr fangt euch wieder. Ach ja, die Bayern werden sich schon fangen. Und ja, natürlich. Da müssen wir ja nicht drüber diskutieren, dass die Transferpolitik der letzten Jahre schon wild ist. Na, das steht außer Frage. Kaiju, heute hat man gegen Bochum gekämpft, als wäre man ein Abstiegskandidat. Er hat mit seiner Art geschafft, das ganze Team gegen sich zu bringen und es zu verunsichern. Das Team hat noch besser gekämpft, als ich angenommen habe. Die Spieler, die er null Vertrauen schenkt, wie zum Beispiel Tell, Zaragoza oder De Ligt, haben versucht, das Team alleine zu retten. Warum er Kimmich nicht nach rechts stellt statt Upamecano, zeigt, der Typ ist nicht mehr tragbar als Trainer. Tore schmollt in 90 Minuten, 80 Minuten auf der Bank und nach dieser Schmach redet er von unverdient und XG-Werten. Tuchel sagt, wenn wir das Spiel 5-mal spielen, gewinnen wir davon normal 5-mal. Da muss er sich auch mal fragen, warum das Team so verunsichert ist. Ja, leider. eFootball, warte immer auf die Videos von dir. Bester Kanal. Vielen lieben Dank. Christian. Die Torhymne dürften dem Bayern gestern bekannt vorgekommen sein. Kalayo. Ich habe mich vor dem Abpfiff schon auf das Video gefreut. Es ist einfach nur noch bodenlos unfassbar. Bin auch bei dir, was Upa betrifft. War unglücklich und er ist garantiert nicht schuld an der Misere. Erik Dörfert. Für mich ist die Meisterschaft entschieden. Ja, für mich ja schon lange. Tommy, Abo ist da, ein toller Kanal. Viele Grüße, Tommy. Vielen lieben Dank. ENH, Tim Walter sucht einen neuen Verein. Hoffentlich nutzt der FCB diese einmalige Chance. Kuro, kann jemand sagen, wann es das gab, dass Bayern 3 miteinander verloren hat? Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt mit 2015, aber es ist schon lange her. Ja. Mev, Kimmich mal wieder der absolute Horror, weiß echt nicht mehr weiter. Don Carlo, ich mag Tuchel beim Bayern als Trainer und wünsche, dass er da als Trainer auch 24, 25 bleibt. Wir Leverkusen ein bisschen mit Alonso auch klarkommen bis 26. Ja, ist wild, ne? Peter Pavlak. Ich bin BVBler und sehe es genauso. BVB-Trainer kann es nicht. Zeigt er regelmäßig, bleibt aber. Tuchel kann es auch nicht. Das hat mich allerdings überrascht. Die Entwicklung unter Tuchel ist in der Konsequenz ja nur möglich, weil man die Nagelsmann-Nummer gebracht hat. Der Kader ist es, wenn man mal ganz klar sieht, ganz offen, ich war davon ausgegangen, dass der FCB einen halben Kader verkauft oder will. Die Aufgabe habt ihr jetzt wieder vor euch, der BVB auch. Ja, aber diese Kaderproblematik mit den deutschen gestandenen Nationalspielern haben wir ja schon seit 2 Jahren. Ja. Und ich habe es schon mehrfach gesagt, das Problem wird ja sein, wer möchte diese Spieler verpflichten bei diesem Gehalt, was sie bekommen. Diese Spieler wollen ja auch gar nicht den Verein verlassen. Wie auch, wenn sie dauernd gesetzt sind und spielen, egal welche Leistung sie bringen. Ja. Das ist halt wild. Aber ihr habt ja immerhin bei euch die 2 ehemaligen Spielern zu den Trainern gemacht. Und den Terzic nur noch als Trainerfigur da stehen. Ist ja auch ein wilder Take gewesen. Das sollten wir vielleicht auch mal ausprobieren. Bonizeno, als lebenslanger Bayern-Fan aus London, Spot on Tuchel raus, keine Frage. Gary Piolku, Alter, das war Bochum, nicht Real Madrid. Oh, das war der VfL. Samando, ich denke, das wird sich nicht innerhalb einer Saison auflösen. Das wird ein paar Saisons anhalten, bis man die richtige Chemie gefunden hat. Das wären düstere Jahre für den Verein. Ich denke, das hat bereits bei Flick angefangen. Nur da hatten wir eine Offensive, die alles überschattet hat. Wir haben 0 Führung, ist ja bekannt. Kimmich und Goretzka sind sicher nicht schlecht, aber wenn die sich zurückhalten würden, würde beide Knaller degradieren oder gar verkaufen. Ja, gehe ich mit. Upamecano ebenfalls weggeben. Er tut mir richtig leid, aber er hatte jetzt schon genug Chancen. Ja, auch da kann man zustimmen. Sané und Gnabry ebenfalls verkaufen. Beide bringen nichts mehr. Ja. Wenn das Mittelfeld funktioniert, wird die Defensive besser stehen und der Sturm funktionieren. Dann kann Kane vorne bleiben und einfach nur treffen. Ich hoffe, im Sommer wird ordentlich aufgeräumt. Es tut mir auch für Tuchel leid. Hätte mir wirklich gewünscht, dass es klappt, aber so ist er echt eine Katastrophe. Ja, das wäre der Idealfall, wenn wir diesen Umbruch machen würden. Der Idealfall wäre, wenn man das jetzt schon daraufhin vorbereiten würde. Ne? Jetzt den Rest der Saison, weil die Saison ist gelaufen. Da müssen wir uns alle nichts vormachen. Von daher wäre es schon schön, dass so ein Zaragoza, so ein Tell und so ein Pavlovic jetzt regelmäßig Spielzeit bekommen.
plus ein De Ligt, der hinten der neue Leader klipp und klar sein muss. Wird Tuchel über diesen Schatten springen können? Das ist die spannende Frage im kommenden Spiel. Ich wage es zu bezweifeln. Und deswegen bin ich halt der Meinung, dass so ein Interimstrainer sehr wahrscheinlich besser wäre. Der dann den klaren Auftrag hat, diese Spieler halt einzubinden. Schon mal. Ja. Ihr zerredet den Trainer, dabei hat Brazzo diesen Müll zusammengestellt. Der Trainer ist viel zu gut für Bayern. Ja, mit der Meinung stehst du alleine, aber die kannst du sehr gerne haben. Kakai, Harry Kane ist doch die ärmste Sau bei uns. Er wird viel zu selten in Szene gesetzt von unseren Spielern. Müller ist bei uns eine Ikone, hat aber in der Anfangself keine Berechtigung mehr. Zu Tell ist nichts mehr zu sagen. Er kann noch so gut spielen. Unter Tuchel bekommt er einfach keinen Fuß auf den Boden. Keine Ahnung warum, aber irgendwie mag Tuchel ihn nicht. Ich habe Tuchel immer in Schutz genommen, aber mittlerweile hat er jeden Kredit verloren. Goretzka, Kimmich, Gnabry haben in dieser Mannschaft nichts mehr verloren. Obwohl wir Gnabry echt mal rausnehmen müssen. Den haben wir ja noch gar nicht gesehen dieses Jahr. Vielleicht ist er ja jetzt mittlerweile on fire. Kalligat, danke. Olli Engel, der Kane tut mir echt leid. Bei dem sieht man auch ernsthaft die Enttäuschung nach dem Spiel. Ja, klar, der ist ja auch mit dem Anspruch gekommen, dass er zum Ende seiner Karriere endlich beim FC Bayern Titel gewinnt. Und er wird die Saison keinen Titel gewinnen. Deswegen schaut er so rein, wie er reinschaut. Der hat schon Bock. Hab gehört, dass in der Mannschaft Spieler sind, die mit Absicht schlechte Leistung auf den Platz bringen, weil sie Beef mit Thomas Tuchel haben. Von wem hast du das denn gehört? Und wer soll das sein? Sowas glaube ich nun mal nicht, aber wenn man sich so ein Spiel oder sogar die ganze Saison ansieht, keine Ahnung, die Qualität ist doch da. Du bewertest auch zu gut. Selbst wenn alle mit 5 bewertest, müsste trotzdem ein Sieg 1-0 gegen Bochum für uns drin gewesen sein. Ja, das kann ja jeder sehen, wie er mag, ne? Ansonsten stimme ich dir natürlich zu. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass da einiges im Argen ist zwischen bestimmten Spielern und den Trainern. Vigo, Kommentar zum Fehlen von TT auf der PK. Er war noch so schockverliebt von dem tollen XG-Wert, dass er die Pressekonferenz ganz vergessen hat. Harry, klasse, VfL hochverdient gewonnen gegen keine Bayern. Rowicki, mein Schwager, Anpfiff und bei den Bayern hängen schon die Schultern. Anpfiff, ach so, okay. Nee, die erste Viertelstunde war doch okay eigentlich. Lukas, eure Fans haben euch mit dem Protest ganz klar geschadet heute. Ich sehe Ultras sowieso immer kritisch. Jetzt nicht generell jeden, aber insgesamt schon. Man sollte sich hinterfragen, warum man sich von den Ultras so um die Finger wickeln lässt. Die ganze Fanbeziehung sollte in Deutschland überdacht werden. Ob es uns wirklich wert ist, teilweise sehr asoziale, ignorante Menschen, das meine ich generell jetzt nicht speziell auf die Proteste bezogen, aber ich glaube, das sind oft dieselben, die denken, sie stehen über allen Regeln. Ob man solche Menschen im Stadion haben möchte, nur damit die Stimmung besser ist. Dieser Protest in der Art führt zu nichts und schadet nur die Mannschaft und die Unbeteiligten, die einfach nur Fußballspiele sehen wollen, wofür sie bezahlt haben. Ja, ich kann deinen Take ein bisschen nachvollziehen, wobei man da ganz klar mal Unterschiede zwischen einzelnen Ultra-Gruppierungen auch in den verschiedenen Vereinen machen sollte. Dass der Protest nichts bringt, ist leider kompletter Schwachsinn. Kannst du gerne mal nachlesen. Jeremy, du hast in deinem letzten Statement gebetsmühlenartige Leistungssteigerung durch Konkurrenzkampf als Maßnahme gefordert, um die arrivierten Spieler wieder in die Form zu bringen. Ich bin da nur zum Teil bei dir. Jede Mannschaft hat ein Grundgerüst, Spieler, die eigentlich immer spielen. Wenn die Spieler es nicht bringen, egal aus welchen Gründen, muss man die Qualitätsfrage stellen. Für mich sind Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané überschätzt. Die spielen seit 2 oder 3 Jahren schon nur noch durchschnittlich. Das ist richtig. Kimmich war als junger, hungriger Spieler eine Urgewalt. Seit er denkt, dass er auf Weltfußballerniveau ist, hat er unheimlich an Qualität verloren. Die anderen sind teilweise satt, teilweise fehlt die Mentalität, Einstellung. Da hat wohl jeder sein eigenes Problem. Ja, gehe ich mit. Gnabry zum Beispiel spielt immer auffällig gut in den 6 Monaten vor der nächsten Vertragsverlängerung. Auch das ist richtig. Goretzka ist ein guter Typ, guter Kicker, aber keine Weltklasse. Sehe ich auch so. Sané wissen wir alle, wenn er seine 3 Hurra-Monate hat, Weltauswahl, der Rest ist Mimosengekicke, sonst hätte City ihn auch nicht ziehen lassen. Pep wusste, der kommt nie in die Spur. Auch das ist richtig. Als Gegenbeispiel, Schweini, Lahm, Ripp, Rob, Levi und viele andere musste man die je motivieren durch Konkurrenzkampf? Nein, die waren konkurrenzlos, weil einfach Klasse und Einstellung zusammenkamen. Die wollten immer spielen und immer gewinnen. Eigenmotivation. Das ist richtig, aber wenn man dann Spieler hat,
die das nicht haben oder diese Eigenschaft verloren haben, weil ich denke, so ein Kimmich wird die auch besessen haben, dann muss man diese Spieler halt durch Konkurrenzkampf wieder dahin bringen. No. Ich spreche der aktuellen Bayern-Mannschaft die Qualität für ganz oben ab. Deutsche Meisterschaften, okay, es wird nicht jedes Jahr ein Leverkusen geben. Aber europäische Spitze sind wir aktuell weit weg. Jede Mittelklasse-Mannschaft kann uns in 2 Spielen schlagen. Das gab es früher nicht. Davon unabhängig gibt Tuchel ein jämmerliches Bild ab. Jo. Schabel Malki, Kimmich verkaufen, Goretzka verkaufen, Gnabry verkaufen, Sané verkaufen und dann Spieler kaufen, die Lust haben, Fußball zu spielen. Jo. Können wir tun. Wenn man sie verkauft bekommt. Jackson, unpopular Opinion. Unpopular Opinion. Steffen Baumgart als Trainer verpflichten, ne? Der ist jetzt in Hamburg. Mal weg von dem super statischen, starren Fußball, der könnte der Mannschaft wieder Leben einhauen. Ansonsten, ja, hätte ich den Take gefühlt, würde bei uns halt nie passieren, leider. GB, die Aufstellung war ein Schlag in die Fresse. Aber so bam, ne? So bam, bam, bam. So bam, bam. So. Gut. Ich weiß nicht, wie viele Kommentare noch kommen. Ich werde es erst essen und dann geht's weiter. So, Leute, weiter geht die wilde Fahrt. GB hatten wir, wa? Die Aufstellung war ein Schlag in die Fresse. EWP, Bayern sehr stark, weiter so. Es läuft gerade. Ja. Dennis Schreiber, tja, wurde entschieden, dass er bleiben soll. Ich verstehe es einfach nicht mehr. Ja. Aristoteles, Erbe. Tuchel hat fertig, aber darüber hinaus. Schuppo springt beim ersten Gegentor nicht mal hoch zur Kopfballabwehr. Warum gibt er nicht alles? Tell muss sich langsam fragen, ob er verarscht wird und sein Talent vergeudet auf Bayerns Bank. Ja, ähnlich wie es in Grafenberg in der letzten Saison war. Man sah ja, nachdem er reinkam, dass er einen positiven Input hatte aufs Spiel. In der 62. Minute gab es einen Konter der Bochumer, aber etwas war auffällig. 2 Bayern-Spieler in der Mitte der eigenen Hälfte sind nicht mit vollem Einsatz zurückgesprintet, sondern mit maximal 75%. In diesem Moment stelle ich mir die Frage, warum? Keine Kraft mehr oder bewusst gegen den Trainer gespielt? Das ist, können wir nur mutmaßen. Ich würde fast behaupten, eine Mischung von beiden. Leider sage ich nicht genau, wer das war, aber 3 Minuten später wurde Kimmich runtergenommen. Aus der Bestia Negra, der schwarzen Bestie, wurde mittlerweile die schwarze Weste. Die weiße Weste hinten zur Null gelingt einfach nicht mehr. Warum spielt Pavlovic nicht? Pavlovic war angeschlagen vor der Partie. Ansonsten muss er gesetzt sein, ja, außer Frage. Von Goretzka und Kimmich sah ich nicht viel, was ein Einsatz rechtfertigte. Was tun? Nicht sehendes Auges ins Verderben rennen, was ein Aus in der Champions League wäre. Tuchel muss sofort beurlaubt werden. Derzeit sind Flick um Rönnier zu haben, lieber jetzt gleich als nächste Saison. Bayern hat enormes Potenzial mit jungen Spielern und sollte eine neue Achse aufbauen für die nächsten Jahre. Der Meisterdruck ist ja jetzt raus und aus den Champions League Rängen wird man nicht mehr rutschen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Das wird auf die Reaktion der Mannschaft ankommen in den nächsten beiden Spielen. Also wenn man die beide verlieren sollte, Alto Betty, dann kann das echt noch wild werden, ne? RV Stanisic, Sechser Pavlovic, Stelle in die Offensive. Jamal ist auch noch sehr jung, auf die würde ich nächste Saison setzen und mit Ausnahme Stanisic bereits ab sofort. Ja, ach, ich weiß nicht, ob man Stanisic jetzt so in den Himmel loben muss, nur weil er ein gutes Spiel gegen uns gemacht hat. Ich weiß nicht, wie seine Leistungen bei Leverkusen bisher sind diese Saison. Ansonsten haben wir ja auch noch den Sascha als rechten Verteidiger verpflichtet, also mal abwarten, ne? Bin sehr gespannt, wie ein Stani bei uns nächstes Jahr performen wird, sofern er nicht den Verein verlassen wird. Mal abwarten. Da kann etwas reifen, was lange Bestand haben kann und die Bayern ohne tief ins Festgeldkonto greifen zu müssen auf Top-Niveau hält. Zuzüglich punktuelle Ergänzung, Verstärkung. Naja, dass wir sind ja schon mal durchgegangen im Stream und werden wir am Freitag auch nochmal machen. Dass wir eine gute junge Spieler hinten dran haben. Auch junge Spieler, die schon super erfahren sind, mit dem Musiala, mit dem De Ligt, mit dem Davis und so weiter, steht ja außer Frage. Die Außenposition, ja, da müssen wir dran arbeiten, keine Frage. Haben wir mit dem Brian Zaragoza schon getan. Vielleicht da noch 1, 2 junge Wilde verpflichten, die da Gas geben. Und im zentralen Mittelfeld hat man Pavlovic,
Conny Leimer, wenn er denn endlich mal fit ist, da dann vielleicht auch nochmal einen Gestandenen verpflichten, je nachdem, wie man plant, ob man nur mit einem Sechser plant oder mit 2 oder wie auch immer. Das muss man natürlich mit dem kommenden Trainer so ein bisschen beratschlagen. Ja, und ansonsten, sie sind gut aufgestellt. Ja, auch wenn wir mal knallhart durchgehen und Sané, Goretzka, Kimmich und ein Serge den Verein verlassen würden. Wenn die 4 weg wären, ja, dann holst du da ein paar junge Wilde, in der Zentrale vielleicht einen Erfahrenen, der auch eine gute Qualität hat, der auch einen guten Charakter hat. Aber dann sehe ich den Kader jetzt nicht so schlecht an. Ja, also man muss halt mal versuchen, Spieler zu entwickeln. Ja, das trifft's eigentlich. Das tun wir ja gar nicht unter Tuchel leider. Rick Decker, durch die Situation der Bayern schaue ich auf deinem Kanal wieder öfter rein, um deine Analysen und Meinungen zu hören. Ja, da bist du nicht der Einzige. Banja Lukan, natürlich danke dafür. Lese gerade Dresen, sagt Tuchel bleibt. Kurt Londe, ich bin ja unbefangen. Unbefangener, würde ich mal sagen. Bin auch kein Bayern-Fan. Ich erfreue mich nur gerne an einem guten Spiel. Und bei Bayern hat man das in der Vergangenheit oft geboten bekommen. Sorry der langen Vorrede. Aber so schlecht habe ich das Ganze heute nicht gesehen. Abgesehen von Choupo war da doch mal im Rahmen der letzten Aufstellung von Tuchel ein kleiner Fortschritt zu sehen. Und gefruchtet hat es auch. Das ging gut los und die Einwechslungen Tell und Sané hatten auch funktioniert. Das war doch insgesamt mal ein Fortschritt. Gut, wie heißt der Spruch von Bremen mit der Scheiße am Fuß? Es ging halt wieder alles schief. Und Bochum war halt recht clever gegen Schluss. Aber nach der Einwechslung von Tell und Sané hatte man schon das Gefühl, dass die Mannschaft dabei war, das Spiel nochmal umzukrempeln. Und vielleicht noch zu drehen. Kurzum, das Ergebnis war ein Nackenschlag, aber das Spiel selbst war ein kleiner Fortschritt. Bin gespannt, was passiert. Ja, ich stimme dir da ein bisschen zu. Dass es eventuell ein kleiner Fortschritt war. Problem ist in meinen Augen, dass man das nicht wirklich gut bewerten kann, weil Bochum halt einen sehr eigenen Stil hat. Eben halt mit Mann gegen Mann auf dem Feld. Dadurch, wenn wir dann mal ein Duell für uns entschieden haben, was ja nun mal passiert ist durch unsere individuelle Qualität, haben wir natürlich sehr viel Räume gehabt. Das werden wir, glaube ich, in den kommenden Spielen so nicht mehr sehen. Deswegen sah das Ganze halt auch einfach ein bisschen besser aus bei uns vorne, muss man fairerweise sagen. Ich gebe dir recht. So, bei dem einen oder anderen Spieler war die Einstellung ein bisschen besser. Bei dem einen oder anderen Spieler war sie dafür umso mehr schlechter. Die Einwechslung war mal wieder viel zu spät, meiner Meinung nach. Ja, am Ende des Tages haben wir 3:2 verloren und wir haben kein überzeugendes Spiel gemacht. Ja, also da sind wir noch meilenweit von weg. Dass natürlich eine Steigerung ist, dass man nach keine Torchance gegen Leverkusen, kein Ball aufs Tor gegen Lazio dann jetzt mal 2 Tore geschossen hat, ja, steht ja außer Frage, aber das ist natürlich auch ein wilder Anspruch. Tristan und Dresen meint, Tuchel bleibt. Jimmy Krüger, als wenn die Jungs heute all ihre Dinger gemacht hätten, die sie machen müssen, dann würden wir hier über ein ganz anderes Spiel reden und bestimmt auch nicht über eine Trainerdiskussion. Junge, du bist ja ganz an der Realität vorbei. Alter, was hat denn dieses eine Spiel, und wenn du es 8:0 gewonnen hättest, mit der Trainerdiskussion zu tun, die auf die letzten 11 Monate beruht? Ich hoffe gar nichts. Die Wahrheit liegt bestimmt irgendwo in der Mitte, aber mich nerven diese ständigen Trainerdiskussionen und Trainerwechsel bei uns schon enorm. Ich habe schon öfter gesagt, das ist auch Charaktersache. Uns fehlen die Typen von früher, like Effe oder Kahn. Auch Lahm und Schweinsteiger waren noch Spieler, die den FCB im Herzen tragen. Aktuell ist wahrscheinlich Müller der einzig noch verbleibende echte Typ bei uns. Wir brauchen Männer mit Eiern und Spieler, die das rote Trikot mit Stolz und Leidenschaft tragen. Dein mittleren Take gehe ich mit. Ja, uns fehlen mit Sicherheit ein paar Typen, was der heutigen Generation auch ein bisschen geschuldet ist. Dass Müller der einzig verbleibende echte Typ bei uns ist und den Verein im Herzen trägt oder den Stolz das Trikot trägt, sehe ich nicht. Erstens gibt es ganz, ganz viele Argumente, die auch dagegen sprechen. Ja.
Wenn dem so wäre, warum besteht ein Müller darauf, dass sein Vertrag zur selben Kondition verlängert wird, als Ersatzspieler über 20 Mille zu verdienen? Weiß ich nicht, ob man da davon reden kann, dass er mit Stolz und Leidenschaft dieses Trikot trägt. Nur mein Take. Was nicht heißt, Müller, wir brauchen über Müller nicht diskutieren, dass er eine Vereinsikone ist, bla und Sülz. Aber da würde ich mir auch ein bisschen anderes Verhalten wünschen, wenn ich ehrlich bin. Dass wir sonst keine anderen Spieler haben, die dieses Trikot mit Stolz und Leidenschaft tragen, nein, ist in meinen Augen auch Schwachsinn. Vielleicht keine anderen Führungsspieler, wenn du so Kimmich, Goretzka, Sané und so weiter meinst, dann gehe ich da mit. Aber es gibt genug andere Spieler, die dieses tun. Ja, nur mal um Tell zu nennen, um Pavlovic zu nennen. Ich denke auch ein De Ligt tut das. Ich denke auch ein Dyer mit seiner Art und Weise sieht man, dass er heiß ist und brennt. Ich denke auch ein Conny Leimer, auch wenn man ihn reden gehört hat, und ich denke, er hat genug Taten auf dem Platz folgen lassen, um dies auch unter Beweis zu stellen. Also nein, den Take gehe ich nicht ganz mit. Aber natürlich jedem seine Meinung. Johannes, Tuchel muss bleiben, Punkt. Dafür läuft es viel zu gut. Einfach so weitermachen, dann ist sogar ein Abstieg drin. Ganz genau. User, Mannschaft Katastrophe, Trainer Katastrophe, Vorstand Katastrophe. Alles Katastrophe. Julian, seit Beginn der Bundesliga hatte Bayern nur 10-mal nach dem 22. Spieltag mehr Punkte auf dem Konto als heute. Da finde ich, dass man die Kirche im Dorf lassen muss. Wenn Leverkusen so eine unheimliche Saison spielen würde, gäbe es nicht so extremes Gezeter. Da wird man halt Zweiter in der Champions League. Ist noch viel drin. Christian, Herzchen für, du hast halt leider keine Ahnung von Fußball. Oder aber du hast Ahnung von Fußball und beschäftigst dich nur mit dem FC Bayern München. Dann kommt man auf so eine Meinung, das sind die beiden Optionen. Nach meiner Wahrnehmung. Ja, jeden seine Wahrnehmung, Leute. Scheinbar Tuchel, Narrenfreiheit in München. Ralf Reiter. Knicklack, dass Tuchel ein Weltklasse-Trainer ist, hat er schon bewiesen. Gebt ihm Zeit und die richtigen Spieler und er holt nächste Saison das Triple. Ja. Wow. Wenn ich die... Nein, alles gut. Ich sage ja auch nicht, dass Tuchel kein guter Trainer ist. Ne? Das sage ich ja gar nicht. Nur es passt bei uns halt einfach nicht. VfB Forza. Bin selbst erschrocken, was Bayern seit über ein Jahr zeigt. Tuchel wird Trainer bleiben, das hat der CEO schon gesagt. Zettel. Ja, Therapie brauche ich. Hans-Peter Flick. Hier wird über den Tabellenzweiten geschimpft. Vielleicht sind wir an dem Punkt, ab dem der FCB ein ganz normaler Fußballverein ist. Also spannender wird die Liga in Zukunft ganz bestimmt. Ja, komm. Kannst dasselbe nehmen, was ich gerade zu dem anderen Kollegen gesagt habe. Aber ist auch okay. Wenn man kein FC Bayern-Fan ist und auf Außen auf den Club guckt und dann hier meinen Kanal findet und da irgendwie so einen Idioten sitzen sieht, der so hart in die Kritik geht, verstehe ich das, dass man das nicht kapiert. Ja, dafür müsste man sich mit den einzelnen Spielen oder auch mit den letzten 11 Monaten der nicht vorhandenen Entwicklung oder der Stagnation oder der Zurückentwicklung des Fußballs auseinandersetzen. Von daher alles gut. Wokia, keine Ahnung. Nee, Upamecano macht so viele krasse Fehler. Das ist einfach nicht Bayern-Niveau. Bei aller Liebe. Man hat ihm schon so viele Chancen gegeben. Aber so ehrlich muss jeder sein. Und das muss sich jeder eingestehen, dass man mit einem Upamecano keine K.O.-Spiele bestreiten kann und große Titel. Gibt es nur über K.O.-Spiele. Ja, zu der Erkenntnis kann man kommen. Ist auch völlig okay. Spreche ich auch gar nicht ab. Darum ging es auch nicht, wenn das jetzt auf meine Worte zu Upa bezogen war. Laurenz, dieser Kerl merkt gar nicht, dass Bochum einfach gut war. Nee, Tuchel merkt das nicht oder möchte das nicht anerkennen. Cici, man hat den Bayern die Lederhosen nicht nur ausgezogen, sondern auch gleich ganz weit weggeschmissen. Big Bravo für den VfL. Fürst und Zürich. Ebert Hollener, das sind ganz hinterlistige Aktionen. Bochum Punkte abziehen, Spiel manipuliert. Was? Was ist los? Das sind ganz hinterlistige Aktionen. Bochum Punkte abziehen, Spiel manipuliert. Alter, ich weiß nicht, ob du das ernst meinst, deswegen kriegst du kein Herz. Goretzka-Interview auch interessant zum Reacten zum Beispiel. Ja, man muss ja auch nicht für alles reacten. Hätte ich das irgendwie gesehen, wo ich das zum Tore gemacht hätte, hätte ich es noch mit reingenommen, aber... Papa Horst, der Ohrwatschler hat noch nie Sinn gemacht und hätte nie geholt werden dürfen. Außer man wollte die Wasserfirma retten, weil Wasser trinken kann er, wenn er die Flasche aufbekommt.
Dennis Vögele, wo wäre Bayern ohne Kane? Denke mal Platz 5 oder 6. Schwer zu sagen. Müsste man echt mal die Tore durchgehen von Kane. Ich denke, ohne Kane, auch ohne Tell, der ganz viele Spiele am Anfang der Saison rumgerissen hat. Ne? Ja. Olli Engel, muss dir widersprechen, war kein typisches Bayern-Spiel, das war ein typisches Tuchel-Spiel. Sollten den endlich rauswerfen und besser ohne Trainer spielen. Kann nicht schlechter sein. Die Jungs sind doch nicht doof. Würd zu denen sagen, kein Trainer. Ihr setzt euch hin und diskutiert die Aufstellung und Taktik selber aus. Ja, das wird ja nicht funktionieren. Ja, das wird ja nicht funktionieren. Weil da müsstest du ja auch eine Mannschaft haben, die intakt wäre. Und ein Mannschaftsrat, oder wie nennt man das immer, der intakt wäre. Und das ist er, glaube ich, leider bei uns aktuell nicht. Also da würden sie sich wahrscheinlich die Köpfe einschlagen, wer denn spielen darf. Ja, weil viele Köche, viele Meinungen. So, es muss schon einer sein, der den Hut auf hat. Manni Manfredsen, dein Video war wieder unwunderbar, deshalb auch dieser Kommentar. Ich bin zwar nicht Bunazar, aber ich lasse auch einen Daumen da. Vielen lieben Dank für den netten Reim. MC, Tuchel. Chris, hofft, dass wir keine dicke Packung in der Champions League kriegen. Das hoffen wir alle, dass wir da weiterkommen. User, Kimmich VS Co-Trainer Löw. Runde 1. Liberte, Kimmich ist einer für Frankfurt oder Gladbach, keiner auf Bayern-Niveau. Ist leider so. Wenn man die letzten 2 Jahre betrachtet, ja. Jetzt nicht auf Frankfurt oder Gladbach bezogen. Ich möchte denen nicht da sagen, dass die auf Kimmich-Niveau sind. Aber das Niveau für den FC Bayern ist nicht gegeben, ja. Ach du Liebesfüßchen, freue mich auf die Traumatherapie mit dir. Einen dicken Kuss von mir. Vielen lieben Dank. Iron Fips, die spielen komplett gegen den Trainer, oder? Teilweise habe ich auch das Gefühl, ja. Christian Brot, Tuchel ist schockgefrostet durch seine Mannschaft. User, München ist blau, aber Respekt, starke Analyse, du hast auf jeden Fall Fachkompetenz. Vielen lieben Dank dafür, auch von einem blauen Münchner. Reinhold, der Hysteriker ist wieder am Werk und der heißt Opa Mikado. Ben, Müller, für mich sogar Note 6 wegen den ganzen Fehlpässen. Ja, legitim. Wolfgang, super konkrete Analysen, aber bitte nur 3-mal pro Vortag Katastrophe sagen und nicht nach jedem 3. Satz. Nee, wenn mir gerade danach ist, sage ich auch nach jedem Satz 10-mal Katastrophe. Wenn einem das nicht gefällt, wie hat Peter Lustig immer so schön gesagt, einfach abschalten. Optimus Prime, einzig Gute nach der Niederlage ist deine Reaction. Vielen lieben Dank. Pierre Müller, ich fand Musiala schon richtig stark. Man hat schon gesehen, dass er will. Das hat man auf jeden Fall gesehen. Ich denke, ja, sag ich gleich was zu, dass er will und sich reinhaut. Nur was sollte denn bitte schön das von Tuchel ihn dann auf die 6 zu platzieren? Nach Kimmichs Auswechslung, da ist er seinen Stärken völlig beraubt worden. Ist wie wenn du De Ligt im Sturm stellen würdest. Mann, dieser Tuchel macht mich echt fertig. Also da muss ich mal kurz einhaken. Zum Ersten stimme ich dir zu, habe ich auch so wahrgenommen. Leider ist ja auch irgendwie gerade so, halt auch bedingt, dass der Rest irgendwie so so ein Chupo und so ich glaube, hat er ja auch selber mal kommuniziert, er möchte durch Leistung vorangehen, dass er Führungsqualitäten zeigen will und so weiter. Ich glaube, das hat man gesehen. Ja? Leider, ich glaube auch zu übermotiviert. Ja? Ich glaube zu übermotiviert, dadurch in zu viele aussichtslose Situationen geraten, wo er dann die Bälle leichtfertig verloren hat. Mit der 6, ich glaube nicht, dass er auf der 6 platziert worden ist, sondern auf der 8, was er unter Nagelsmann schon richtig stark gespielt hat. Ja, das darf man nicht vergessen. Jetzt in dem Spiel dann da mit so einem Hackmack und ja, verstehe ich, habe ich auch nicht verstanden, diesen Zug. Aber generell Musiala auf der 8, dass er ein bisschen, also ist natürlich ein offensiver Achter, kein defensiver Achter. Ja, wenn Musiala auf der 8 spielt, musst du einen klar defensiven Sechser haben. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Aber ansonsten denke ich schon, dass das eine Stärke von Musiala ist. Dass er ein bisschen aus einer tieferen Position kommt, mit dem Ball, mit seinen Dribblings, dann auch 1, 2, 3 Spieler mal stehen lassen kann, dadurch den Raum öffnet. Wenn er es dann noch hinkriegt, im richtigen Moment den Pass auf den
besser postierten Spieler vielleicht zu spielen oder auch mal einen Doppelpass oder sonst was, dann kann das schon gut sein. Ja? Aber auch nur meine Meinung. In dem Spiel war es leider nicht gut, da hast du natürlich recht, ja. Ich bin Robro, ja, ich gehe absolut mit dir in jeder Minute des Videos, vielen lieben Dank. Adam, Kimmich war nicht so schlecht, wie du das behauptest. Ja, im Zweikampfverhalten hat er Fehler gemacht. Er ist körperlich weder der Stärkste noch der Schnellste, aber hat trotzdem das Spiel nach vorne getragen, zusammen mit Musiala und mit Abstrichen Guerrero. Vollkommen falsches Signal, ihn auszuwechseln. Tell war saustark, Bochum wusste überhaupt nichts mit ihm anzufangen. Bitte endlich von Anfang an. Warum Schuppo da stand, weiß nur wohl Tuchel. Sané hat sein Bestes versucht, er trifft nur einfach das scheiß Tor nicht. Jagt den Ball doch in die lange Ecke, Kruzifix. Kann doch nicht so schwer sein als Fußballmillionär. Das reimt sich so. Kann doch nicht so schwer sein als Fußballmillionär. Bayern war alright. Erstes Spiel, zumindest war er motiviert. Ganz ehrlich, entweder stellt Tuchel deswegen so scheiße auf, dass sie ihn endlich entlassen, oder die Mannschaft spielt einfach gegen ihn. Er muss einfach weg, es hilft alles nichts. Ich bin beide, dass Kimmich einen Einfluss auf die Offensive hatte. Das habe ich ja auch, glaube ich, denke zumindest, dass ich es erwähnt habe in diesem Video. Täuscht aber nicht darüber hinweg, dass Kimmich unser Sechser ist und dass der nicht einmal, weder er noch Goretzka einmal auch nur in der Nähe dieses Sechserraums war. Und er hat das Tor halt mit verschuldet. Von daher diese Note. Aber das kann ja jeder für sich interpretieren. So soll es ja auch sein, ne? Luan, was habt ihr immer mit dem Trainer? Wenn die Spieler so zu dumm sind, selbst schuld, es ist einfach peinlich. Na, da kriegst du kein Herz für mich. Deine Meinung kannst du natürlich für dich haben, natürlich. Lukas, ja, selbst unsere Bayern haben mal eine längere Krise. Kapiert's. Passiert. Kapiert's. Passiert. Ja, passiert auch. Leverkusen, Lazio, Bochum, Ast rein. Andys Garage. Tommy, ich höre hier seit 2 Wochen zu, du hast doch De Ligt gefordert und dass Sané draußen bleibt. Tuchel hat fast alles so gemacht, wie du es in den letzten Tagen wolltest und jetzt sagst du wiederum Tuchel raus. Ich sage nicht jetzt Tuchel raus, ich sage schon seit Wochen Tuchel raus. Wenn du erst seit 2 Wochen hier zuschaust, wüsstest du aber auch schon, dass ich vor 2 Wochen schon gesagt habe, dass Tuchel fertig ist. Ja? So, um das erstmal klarzustellen. Ja, Tuchel hat einen De Ligt gebracht, hat trotzdem Minjay auf den Platz gelassen. Du suchst dir jetzt 2 Sachen raus, die dir gerade in den Kram passen, wo du sagst, Tuchel hat doch das gemacht, was du vorgeschlagen hast. Nee, hat er nicht. Ja, er hat mal einen Sané draußen gelassen, wo ich voll mit ihm gehe, hat dafür einen Schuppo gebracht, dann hättest du einen Sané drauf lassen können, dann wäre ein Sané besser gewesen. Ja? Also ich denke, wenn du da widersprichst, dann lebst du auch am Fußball vorbei. Ne? Du kannst dir ja gerne nochmal den Taktikfuchs geben vom Bochum-Spiel, dann verstehst du vielleicht, was ich meine. Also eigentlich ist es das nicht wert, jetzt hier groß was zu sagen zu deinen 2 Sätzen. Hättest du irgendwie ein bisschen ausführlicher argumentiert, hätte ich dir auch ausführlich eine Antwort gegeben, aber so habe ich da keine Lust zu. Martin, Icke dachte mir, schaust du dir als gebeutelter Jataner die Woche ein Bayern-Spieler an. Jetzt das. Gut trainiert, kann der Mannschaft keine Vorwürfe machen. Sorry Bayern-Fans, nächste Woche schaue ich bei Leverkusen vorbei. Hättest vielleicht direkt bei Leverkusen oder Stuttgart vorbeischauen sollen diese Saison. Herbert, rohweise Grüße. Katrin Kuatz, was Tuchel mit Tell macht, ist unbegreiflich und unverständlich. Ja, aber das hat er ja auch letzte Saison schon mit Gravenberch gemacht. Mourinho, ja, fühle ich bei uns nicht. Michael, das von Bochum war ein richtiger Fight. Selten so eine Kampfmannschaft gesehen. Der Tuchel gehört schon länger weg. Nee, der guckt dir die Bochumer mal öfter an. Das ist jedes Spiel so, wenn die zu Hause spielen. Bastard Doggy, unfassbar. Branislav, es fehlen Typen. Jareb, Schupu. Ezio, Bayern-Fans einfach zu verwöhnt. Finde es gut, dass es nach über 10 Jahren einen neuen deutschen Meister gibt. Außerdem hat es ein bisschen was von Karma, weil die Nagelsmann-Entlassung damals menschlich gesehen eine total scheiß Aktion gewesen ist. Ja, natürlich voll an der Thematik vorbei, was meine Meinung über diesen Kanal betrifft, aber sei dir gegönnt. Onkel Werner, auf Wieder, Tuchel. Babyface, was fällt mir heute ein? Tell muss immer spielen. Volki, sehe ich anders. Diese Drecks-Fan-Proteste können einen durchaus aus dem Konzept bringen. Vor allem hat der gegnerische Trainer viel mehr die Möglichkeit, taktisch was zu ändern und auf seine Mannschaft einzuwirken. Warum das denn? Warum das denn? Was ist das denn jetzt für ein Take?
man kann das ja so sehen, ja. Wenn die Fanproteste auf den Sack gehen, kannst du das natürlich so äußern und kannst das auch so sehen. Möchte ich dir gar nicht absprechen. Ich habe da eine andere Meinung zu, aber darum geht's ja nicht. Aber warum hat denn der Trainer auf der Gegenseite mehr Möglichkeiten, taktisch was zu ändern und auf seine Mannschaft einzuwirken? Was ist das denn für ein Bullshit? Ja, dieselbe Möglichkeit an Tuchel auch, nur er nutzt sie nicht. Okay, hätten wahrscheinlich trotzdem verloren, aber diese Aktion seitens der Fans nerven unendlich. Ja, wie gesagt, da jedem seine Meinung. User, too much, definitiv too much. Weiß ich nicht, worauf bezogen. Ollis FC Bayern, lol, viel Spaß, Kai, mit einigen Kommentaren. Ja, hält sich doch im Rahmen. Ich hätte Schlimmeres erwartet, eigentlich, ehrlich gesagt. Wolfgang, du sagst das selbst und hast den Schwerpunkt deiner eigenen Worte nicht wirklich wahrgenommen. Wie kann eine Mannschaft, die den Gegner dominiert, nach einer kurzen Unterbrechung so auseinanderfallen und dann nach der gelb-roten Karte wieder aufzuwachen? Das liegt nicht am Trainer, das liegt an den Persönlichkeiten auf dem Platz. Und der Kicker schrieb bereits, dass ein Umbruch ansteht. Bloß, wer wird den Kimmich, Goretzka, Sané, Knappes, Edizian so hohes Gehalt zahlen wie die Münchner? So doof wird kein Verein sein und die Leute werden daher ihren Vertrag wohl runterspielen. Und darin liegt das Problem bei Bayern, nicht beim Trainer. Ja, genau. Ich stimme dir zu mit diesem Take, den du hier bringst, ne, mit den Spielern und dass sie ihren Vertrag runterspielen werden, weil keiner so doof ist, ihnen das Gehalt zu zahlen. Gehe ich 100% mit. Aber der Trainer stellt diese Spieler auf. Merkst du was? Wo steht geschrieben, oder wo ist eingemeißelt, dass diese Spieler spielen müssen? Nur weil sie hohe Verträge haben. Nirgendwo. Der Trainer hat jederzeit die Möglichkeit, diese Spieler einfach draußen zu lassen. Also, wer ist dann schuld? Der Spieler? Dem kannst du den Vorwurf machen, dass er nicht alles für den Verein gibt, dass er satt ist, dass er zu viel Geld verdient, dass du ihn nicht leiden kannst, dass er die Position nicht halten kann. Kannst du alles diesen Spielern vorwerfen. Aber wer stellt denn die Spieler auf? Stellen die Spieler sich selber auf? Nein, der Trainer stellt diese Spieler auf. Jetzt noch mal ein bisschen nachdenken, reflektieren. Sehr gut, läuft. Auch Nagelsmann wollte Kimmich nicht auf der 6. Tuchel wollte auch einen gestandenen Sechser, Holding Six, der nicht rumturnt. Doch Kimmich setzte sich beide Male durch. Somit ist alles Polemik und das eigentliche Problem wird nicht angesprochen, außer halt die Spieler zu kritisieren. Kimmich würde bei mir in jedem Spiel eine 6 bekommen, wenn er auch nur einmal die 6er-Position verlässt. Entweder er macht zu oder eben nicht. Bloß gehört er dann nicht auf die 6 mit Stammplatzgarantie. Nochmal der Take von vor 10 Sekunden. Nachdenken, nachdenken, nachdenken. Wer stellt den Herrn Kimmich auf die 6? Nachdenken, nachdenken, nachdenken. Der Trainer oder stellt der Spieler sich dahin? Ich denke, es wird klar, oder? Und wo soll das denn bitte schön machen? Alonso? Der tut sich das nicht an und geht lieber nach Liverpool. Sellemann wirft auch den mit Geld zu. Ja, und das weißt du woher? Und auch schön, dass du hier einen Kicker zitierst. Mit welcher Quellenangabe? Wilde Takes, aber nochmal, deine Meinung sei dir gegönnt, aber die Argumente, die du gerade gebracht hast, merkst du selber, oder? Indem du ein bisschen nachdenkst, dass ein Trainer die Spieler aufstellt und nicht die Spieler sich selber. Damit ist dein ganzer Post argumentativ auseinandergenommen. Ja, Johann, aber im Training waren sie Top-Crews. Ich hoffe. Frank, Bochum war heute auf dem Platz, der FC Bayern nur in den Medien. Rainer Stefan, okay. Mir ist da nix. Aktuell leider nicht, nein. Jogi Schulz, danke für deine berechtigte, schonungslose Analyse. Tuchel hat schon lange fertig. Richtig. Max, Upos, Pannen sind genug. Irgendwann reicht es. Christ, wie oft du in diesem Video Katastrophe sagen musstest, sagt schon alles aus. DJ Phoenix, Tuchel vermummt auf der Bank. Keine Emotionen, keine Gesten, sein Mund sieht man nicht. Was sollen die Spieler denken? Ganz genau, habe ich in diesem Video schon vor einer Stunde gesagt, ne? 100%. Glückwunsch, Bochum. Legion Ratisbona nochmal. Jetzt muss man Schluss sein. Jetzt muss mal Schluss sein, auf Tuchel rumzuhauen. Er muss weg, weil er nichts verbessern konnte. Die falschen Aufstellungen wählte und kein Herz für den Verein hat. Ist halt so. Ebenso muss der ganze Verein neu besetzt werden, samt Spieler und Vorstände. Nichts war die letzten 3 Jahre meisterlich. Ja gut, aber damit haben wir ja schon angefangen. Im Vorstand. Ja.
Ja, na klar, ich stimme dir zu. Also, aber es geht ja dann auch alles nicht so. Sind nicht bei der bezaubernden Genie, ne? Christian Brot. Kimmich zofft sich nach der Auswechslung mit dem Co-Trainer. Man muss die beiden auseinanderhalten. Majestätsbeleidigung. Heute rennt er sicher zu König Uli und heult sich aus, dann wird Tuchel abgesägt. Ja, dann hätte Kimmichs Heulerei ja wenigstens mal was Vernünftiges beschert. Alter, was für ein Ding? Yu-Gi-Oh! Zentrale Emskirchen. Upamecano sollte entlassen werden. Entlassen. Sollten wir ihn dann nicht besser verkaufen, dass wir wenigstens noch ein bisschen Ablöse generieren? Ratona. Tuchel immer Vollkatastrophe. Ratona normal tell forever. Marc, nein, bitte nicht. Tuchel soll noch lange bleiben. Jagenschuh. Mir gefällt's. Jochen. 800 Mal Katastrophe. Eine Katastrophe ist das. Bonezeno. Wie lange halten wir Tuchel noch aus? Früher VfL gegen FC Bayern 08. Ja, also. Jona. Tuchel ist absolut Schrott. Schlimmste Entscheidung, den zu bringen, dank Brazzo. Absolut gute Punkte im Video. Alan Taylor. Ich warte auf den Kommentar zum XG-Wert. Ja, im anderen Video. Christian Lanz traurig. GB, Tuchel hat fertig. Gitarrenfröste. Oh je, der böse Tuchel. Von vorne weg. Untrainierbare Mannschaft. Dritter Trainer. Ja. Franz Katzmeier, bester Trainer Thomas Tuchel. Norbert. Nicht nur Tuchel weg. Der ganze Vorstand muss weg. Nee, kann ich dir kein Herz geben. Hobby, freue mich auf die Therapiestunde morgen. Brauche ich dringend. Hobby. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Albrecht Ernst, alles rausballern gegen RB. Ich gönn's dem Bochumern. Ja, ich auch. Blaubeer war das. Peter, Tuchel soll noch sehr lange bei dem Bayern-Trainer bleiben. Ja. Blade Umborne lacht sich tot. Shorts, ihr braucht Investoren. Nur der erste FCK. Ja, komm. Ich habe Sympathien für Traditionsvereine. Kriegst du ein Herzchen für. Weekly Sickness. Hahaha. Gerhard Sauter, ihr solltet sofort reagieren. Klinsmann ist frei. Ja, ist schon kontaktiert. Ist schon im Anflug. Simon Wagner, ich gebe Opa nicht die Schuld, aber er ist schon ein Unsicherheitsfaktor. Gegen City letzte Saison war er schon an fast allen Gegentoren beteiligt. Für mich reicht diese Leistung nicht für Bayern München. Tuchel geht mir nur noch auf den Sack. Sorry, ich habe noch nie eine Entlassung dermaßen herbeigesehnt. Ja, kann ich zustimmen. Chris Bademeister. Heinzel, das war einfach nur Pech. Pech? Markus, Punkt. Grüezi. Gebre, Müller, Kimmich, Manuel. Alle Mul. Nee, kann ich doch keinen Herz geben. Katastrophe! Short, Super Bochum. Emma Opa raus. Bonezeno, Tuchel raus. Geile Spieler hassen den Trainer. Kovac gleich Tuchel. Flick rein. Alter. Kann ich nicht, darf ich nicht. Christian Loch. Albert, mein Hund, verzieht sich schon in die Ecke und jault 100 Minuten, wenn er ein FCB-Spiel unter Leitung von Thomas Tuchel anschauen muss. Bei Schuppe und Goretzka in der Startelf wurde er sogar aggressiv. Christian. Mann. Dann solltest du deinen armen Hund mal nicht mehr die Bayern-Spiele gucken lassen. Chico, Dito, bin resigniert. Keine Wut. Hatte heute nur noch Sarkasmus und Galgenhumor übrig. Schönen Abend noch. Ja, anders kann man das auch nicht mehr hinnehmen, Chico. Aber alles wird ja jetzt besser. Ab Sommer. Bis zum Sommer haben wir noch einige Gesprächsthemen, denke ich. Und im Sommer bei Transfer sowieso wieder. Hör mir auf. Stefan Gerbel. Herr Tuchel hat die Mannschaft in einem Jahr nur verschlechtert. Er muss sofort entlassen werden. Kevin. Sorry, dass der Kommentar ein bisschen länger geworden ist. Ich habe ihn schon gekürzt. Ich wollte seine Kritik an mich nicht so stehen lassen. Das ist ja auch der Sinn einer Diskussion. Ich diskutiere gerne mit dir. Ich bin's leid, ständig die gleiche Scheiße über Tuchel wegen X-Gurts, Tell, Chupo und so weiter zu schreiben. Abgekürzt, Tuchel muss weg. Wie auch schon beim letzten Mal, wer Opa rassistisch beleidigt, soll sich von diesem Kanal und aus unserem Verein verpissen. Bin ich 100% bei, der hat ja keiner getan hier. Zumindest habe ich keinen Kommentar bisher gelesen. Kann natürlich sein, dass YouTube schon welche ausgeblendet hat. Ne? Wir sind alles Menschen, ob dick, dünn, weiß, schwarz, grob oder klein. Groß oder klein. Opa ist ein super Kerl. Opa hat alle Attribute für das Bayern-Gehen und wäre
der Letzte, der mit diesen Federn dem Verein schaden will. Dazu sollte man sich vielleicht auch einen Musiala oder einen Kimmich davor angucken, bevor Opa verantwortlich gemacht wird. Opa hat uns die Hinrunde vor vielen Treffern geschützt. Der Trainer lässt sie ins offene Messer laufen. Du hattest meine Aussagen zur Internationalisierung kritisiert, also möchte kurz Stellung beziehen. Du hast da was durcheinander gebracht. Die Ausgliederung funktioniert ja so. Ein Verein darf nicht nach wirtschaftlichen Interessen über den Vereinszweck hinaus handeln. Ein Verein darf nicht nach wirtschaftlichen Interessen über den Vereinszweck hinaus handeln. Um den Fußball professioneller zu gestalten und besser vermarkten zu können, hat die DFL 1998 den Verein gestattet, ihre Fußballabteilung in eine Kapitalgesellschaft auszugliedern. Das ist mir bekannt, ja. Am Beispiel des FCB. Der FCB hat seine Fußballabteilung in eine AG ausgegliedert. Genau. Die Voraussetzung dafür ist die Einhaltung der 50+1-Regel, die besagt, der Mutterverein muss immer die Mehrheit der Stimmrechte besitzen. Du meintest, wir sind nicht zu 50+1 ausgegliedert. Würde heißen, die Unternehmen hätten mehr Entscheidungsmacht als... Nee, das meinte ich nicht. Dann habe ich mich falsch ausgedrückt oder du das falsch verstanden. So meintest du es sicherlich nicht. Es wurden 3 Ausnahmen erteilt. Hoffenheim, Leverkusen und Wolfsburg. Diese Konzerne konnten die sportliche Förderung über 20 Jahre nachweisen. Dadurch konnten sie von den Ausnahmeregelungen, welche nicht mehr möglich ist, Gebrauch machen, auch alle Stimmrechte abzugeben. Richtig. RB hat diese Regel umgangen. Im Gegensatz zu uns wird dir bei der RB-Mitgliedschaft kein Stimmrecht eingeräumt. Bei RB besitzen nur wenige ein Stimmrecht, nämlich die von Red Bull installierten Personen. Wir haben 25% unserer AG-Anteile an Adidas, Allianz und Audi verkauft. Einen kleinen Teil der Stimmrechte zu verkaufen, halte ich für richtig. Ja, gehe ich vollkommen mit. Also entweder habe ich mich da falsch ausgedrückt, das kann gut sein. Mir ist das bekannt, natürlich, dass wir die meisten Stimmrechte noch bei uns sind. Und dass bei uns 50+1 greift. Also das sollte klar sein. Ich müsste mir echt anhören, was ich da gesagt habe. Dann habe ich das falsch verstanden. Es ging ja um das 50+1, dass man das abschaffen sollte in der Bundesliga, oder? Worauf möchte ich nur hinaus? Dresden hat wortwörtlich die Auslandsvermarktung der Bundesliga-Clubs kritisiert. Er will die Beteiligung aller Clubs im Ausland, damit die Bundesliga wettbewerbsfähig bleibt. Dazu braucht es Geld. Das ist doch der Punkt von Dresden. Der FCB kann eben alleine keinen Wettbewerb schaffen. Die anderen Clubs sorgen für die Langeweile. Und wieso sind wir den anderen Clubs so überlegen? Weil wir uns eine finanzielle Macht durch Vermarktung erarbeitet haben und expandiert sind. Das weiß ich nicht, ob man das nur nehmen kann. Das sehe ich nicht. Ich verstehe den Punkt mit der Auslandsvermarktung, sehe ich das auch anders. Bin ich ehrlich. Na klar wäre es schön, wenn die Bundesliga mehr Interesse im Ausland hätte. Da sind wir ja ganz weit abgeschlagen, was das anbelangt, von den europäischen Ligen oder von den europäischen Top-Ligen. Was halt auch daran liegt, dass wir jetzt 11-mal hintereinander Meister waren. Gar keine Frage. Und da wird es auch nichts bringen, wenn Borussia Dortmund sagt, wir spielen jetzt 3 Freundschaftsspiele in den USA oder in Afrika oder wir spielen das Pokalfinale in Indien oder sonst was. Was soll das daran ändern, wenn man dann eine Bundesliga sieht, die totlangweilig ist, weil der FC Bayern durchmarschiert? Ja, dieses Jahr haben wir das nicht. Ja, letztes Jahr war es auch nicht so. Davor die Jahre war es so. Ja, warum ist denn die Premier League so beliebt, wie sie ist? Ja, auch da hast du Jahre, wo Man City durchmarschiert, aber ansonsten hast du eigentlich 3, 4 Teams, die performen. Du hast oft genug auch noch ein Überraschungsteam. Selbst die Europapokalplätze sind umkämpft. Das ist bei uns ja meistens alles nicht der Fall. Ja? Das ist halt so das Problem. Und das bringt es auch nichts, wenn irgendwelche Mannschaften in irgendwelchen Ländern irgendwelche Spiele bestreiten. Ja, das Interesse kommt natürlich auch durch das Weiterkommen in Europapokalwettbewerben. Ja, wenn 3, 4 deutsche Mannschaften mal irgendwie in der Champions League mal über das Viertelfinale hinauskommen würden oder auch mal in der Europa League und so weiter in Regelmäßigkeit, dann wäre da natürlich auch ein anderer Fokus auf der Bundesliga. Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass man da sagt, wir müssen alle anderen Vereine müssen irgendwelche ausländischen entlegene Orte fahren, um Werbung für die Bundesliga zu machen. Und das fühle ich persönlich nicht. Wenn, dann sollte man sich gerade mal an die eigene Nase fassen, dass man im Topspiel gegen Leverkusen keine Werbung für die Bundesliga als FC Bayern gemacht hat. Auch nicht im Spiel gegen Lazio, dass man da so performt. Ja. Aber ja, natürlich mit Sicherheit ein Thema, wo ich nicht irgendwie
die große Expertise habe und ja, wo jeder auch seine Meinung haben kann. Ja. Am Ende des Tages, ob wir jetzt als FC Bayern, ich greife mal hoch, 20 Millionen mehr dann in der Saison kriegen würden, wenn unsere Auslandsvermarktung 200 Millionen mehr einspielen würde, weiß ich nicht, ob das den Kuchen dann fett macht, wenn man sich so eine komischen Sponsoren-Deals mit Ruanda anschaut. Ich denke, da lacht man darüber, ob man 20 Millionen mehr oder weniger aus irgendeiner Auslandsvermarktung von der Bundesliga bekommen würde. Meine Meinung. Gut, lesen wir weiter. Und wieso sind wir den anderen Clubs überlegen? Weil wir uns eine finanzielle Macht durch Vermarktung erarbeitet haben und expandiert sind. Wege zu finden, sich interessanter zu machen, ist eben Aufgabe des Clubs. Ganz genau. Aber du kannst ja nicht... Erstmal muss man natürlich auch... Ja, es ist natürlich auch schwer, ja. Erstmal macht ein Erfolg sexy. So, ist halt einfach so, gerade im Sport. Soll jetzt ein SC Freiburg oder ein Bayer Leverkusen, was über viele Jahre Probleme hatte, ihr minimalistisches Stadion überhaupt voll zu bekommen. Wie sollen die sich vermarkten? Als Vizekusen? Oder der SC Freiburg als was? Ja. Ich meine, guckt euch Hertha an, die sich super vermarktet haben, wo die sportlich stehen. Ist halt alles auch nicht so einfach, ne? Ob wir die finanzielle Macht haben, uns halt nicht nur durch Vermarktung erarbeitet. Ja, na klar sind wir, was Auslandsvermarktung anbelangt, denke ich gerade USA und so weiter, vorne mit dabei. Dass wir in diese Richtung früh gegangen sind, ja natürlich, klar. Aber natürlich musst du auch mal gucken, wie viel Geld wir durch Zuschauereinnahmen und gerade auch durch die Champions League generieren. Das ist ja so das Rad. Ja? Das meiste Geld, sportlich gesehen, kommt halt aus der Champions League. So, und da spielen wir ja seit Jahren durchgängig. Ja? Deswegen können wir auch überhaupt diese Gehälter zahlen, die wir zahlen. Natürlich gebe ich dir recht, dass die Vermarktung da natürlich mit reinspielt und dass man in der Vergangenheit halt einfach auch, ich sag mal, bis Brazzo gut gewirtschaftet hat, ne? Dadurch natürlich ein gewisses Polster aufgebaut hat und sowas, das spielt da natürlich alles mit rein. Aber das jetzt nur auf die Vermarktung zu schieben, dass wir eine finanzielle Übermacht haben, sehe ich halt auch nicht. Haben und expandiert sind. Wege zu finden, sich interessanter zu machen, ist eben Aufgabe der Clubs. Sie sollten ihren Auf- und Abnehmermarkt erweitern, um Wachstum durch höhere Erlöse, Merch, Mitglieder, Stadionauslastung, Sponsoren zu erzielen und somit die eigene Marke präsenter machen. Fehlende Auslandsreisen hat er als Beispiel gebracht, was in der Bundesliga falsch läuft. Im Kollektiv soll das die Bundesliga finanziell stärken. Ein Jahr, dann zahlen wir das halt nicht mehr, wäre der langsame Abstieg der Bundesliga. Natürlich im Ausmaß der Grenze plus ein Prozess, der logischerweise auch nicht von heute auf morgen geschieht. Die immer aggressivere Vermarktung zeigt aber nun mal, dass es höher, schneller weitergeht. Auch das wird irgendwann ein Ende haben. Also ich merke das bei mir persönlich. Ich fand das Trikot mega gut zu dieser Saison. Ich habe es mir bisher immer noch nicht gekauft, weil ich den Preis einfach eine Frechheit fand. Ich weiß nicht, ob der Preis sich mittlerweile wieder auf Normalniveau eingependelt hat. Aber irgendwann erreicht man, genau wie mit den Fernsehgeldern, die man zahlen muss, um alles gucken zu können, irgendwann erreicht man einen Punkt, wo wir Fußballfans dann, was das angeht, einfach satt sein werden. Ne? Weil man halt das Gefühl hat, gerade wenn es dann nicht läuft, wie jetzt aktuell, warum sollte ich diese Multimillionäre, die da 20 Millionen im Jahr verdienen und diese Leistungen bringen, warum sollte ich diese dann noch unterstützen, indem ich dem Verein noch irgendwelche Hunderte von Euros und Fanartikel in den Arsch schiebe? Ja, ich habe da natürlich auch gegen verstoßen, indem ich mir die Members-Kollektion gegönnt habe. Und natürlich auch zur Franz Beckenbauer Stiftung. Aber das ging halt direkt an die Stiftung. Deswegen habe ich mir da sehr gerne das Bild, ein Hoodie und so gekauft für, ich glaube, 150 Euro oder sowas. Aber das ging halt direkt an die Franz Beckenbauer Stiftung. Das war völlig fein. Aber diese Mitgliederkollektion,
weiß es gar nicht, waren halt auch irgendwie 150 oder 160 oder sowas. Habe ich natürlich auch dagegen verstoßen, ja, gar keine Frage. Aber man sollte sich halt manchmal wirklich überlegen, ob man die Kohle da reinbuttert, ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass du als Mitglied oder als passives Mitglied 60 € im Jahr zahlst beim FC Bayern, wenn du arbeitest. Dazu noch 10% Erlass bekommst, wenn du was bestellst im Fanshop oder auf der Internetseite. Und natürlich ein Vorkaufsrecht auf Eintrittskarten hast, was jetzt keinen Unterschied macht, weil da die Fanclub-Scheiße mit reinspielt, anderes Thema. Von daher ist das fair, auf jeden Fall bei uns im Verein, der Mitgliedsbeitrag. Und deswegen kann man natürlich auch sagen, man haut mal im Jahr 100, 200 € raus, um den Verein zu unterstützen und kauft sich was Schönes. Gar keine Frage. Ja, aber soll man das jetzt... Ich verstehe den Take halt nicht, was das jetzt mit... Also der Take ist, dass die anderen Vereine schuld sind, dass wir so stark sind in der Bundesliga, weil die anderen Vereine das schlechter machen und nicht so aggressiv und so weiter vorgehen und da Einnahmen verschenken, ja? Das ist der Take, oder? Verstehe ich es richtig? Würde ich auf Dortmund vielleicht irgendwo gelten lassen. Hört aber schon bei Leverkusen auf. So, welche Fanbase hat Bayer Leverkusen? Im Gegensatz zum FC Bayern oder Borussia Dortmund. Ja. Borussia Dortmund hat wahrscheinlich in Deutschland, ich weiß es nicht, die gleiche oder eine größere Fanbase vielleicht sogar als der FC Bayern. Natürlich werden jetzt wieder ein paar Fans nach Leverkusen wechseln, weil die gerade attraktiven Fußball spielen und Titel gewinnen werden. Aber so die richtige Fanbase. Aber wir sind natürlich, im Gegensatz zu Borussia Dortmund, würde ich jetzt behaupten, da weiß ich es auch, ist jetzt gefährliches Halbwissen, würde ich aber behaupten, dass wir, was Fanartikel anbelangt und Internationalisierung, natürlich weit voraus sind. Da stimme ich dir schon zu. Ich stimme dir auch zu, dass es nicht in unserer Verantwortung ist, dass die Bundesliga interessanter wird. Warum sollte das in unserer Verantwortung sein? Warum sollten wir jetzt nachlassen und schlechter wirtschaften oder irgendwas schlechter machen, damit wir nicht so viel Erfolg haben, nur damit die Bundesliga spannender wird? Also das sehe ich auch nicht. Aber du kannst natürlich nicht sagen, so ein SC Freiburg soll jetzt dafür die Verantwortung tragen, oder wie? Das geht halt nicht. Ja, die Schere zwischen uns und Freiburg ist riesig. Ja, riesig. Warum ist das ganze Theater? Meine persönliche Meinung war das Ganze... Okay, hier. Die immer aggressive Vermarktung zeigt aber nun mal, dass es höher, schneller weitergeht. Ein Salary Cap würde uns im internationalen Geschäft schaden. Das ganze System der UEFA funktioniert nicht danach und Ölländer verstärken diesen Mist. Wenn man das aus der Sicht sieht, ist es der logische Schritt. Meine persönliche Meinung dazu ist aber eine komplett andere. Ach so, das war auf 50+1 bezogen jetzt, ja? Dass ich also dann irgendwelche Investoren wie bei 1860 München, wo das irgendwie durch die Hintertür gelungen ist, dann einkaufen und dadurch die Bundesliga dann attraktiver wird, weil dann irgendwelche Oligarchen oder Länder dahinter stehen, die dann sagen, jetzt hast du mal 1,5 Milliarde für dieses Jahr, greif mal den FC Bayern an. Das ist also dann der Take jetzt. Ja, ja, wie gesagt, ich bin dagegen. Sogar strikt dagegen. Aber das ist auch nur meine Meinung. Ich hätte allerdings kein Problem damit, wenn die DFL oder DFB, keine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist, sagen würden, die kippen das. Also habe ich persönlich kein Problem damit. Ich habe dann ein Problem damit, wenn der FC Bayern irgendwann sagen würde, der FC Bayern wird jetzt nicht mehr von den handelnden Personen geleitet, sondern da hat sich jetzt jemand einverkauft, dem gehört der Verein. So, dann hätte ich da ein Problem mit. Da würde ich dann meine Meinung äußern. Aber wenn jetzt so eine, was weiß ich, nehmen wir, ist ja egal wen. Wenn da irgendein Club ist und der meint jetzt, er muss sich veräußern, damit er mehr Geld hat, dadurch mehr Erfolg hat, Alter, dann soll er es tun. Mein Take ist dazu nur, dann wird das brennen.
bei fast jedem Verein aus der ersten oder zweiten Bundesliga würde es dann brennen, fantechnisch gesehen. Ja. Warum ist das ganze Theater überhaupt nötig? Ganz einfach, weil die Spieler den Hals nicht voll genug bekommen. Die meisten Fans, die das kritisieren, wären die ersten, die genauso gierig wären. Die Nase geht zum Höchstbietenden, also meistens die Premier League. Wir sollten nicht nur die DFL kritisieren, sondern auch die Spieler, welche schon mehrere Millionen verdienen und trotzdem immer mehr wollen. Das wird auch teilweise kritisiert, zum Beispiel Kolo Muani, Mbappé, Alaba, aber dagegen wird auch so gut wie nichts getan. Der Spieler wird gehasst, das ist alles. Wir finanzieren deren Gehälter durch immer wieder steigende Preise vom Fernsehen, bei Merchandise, Stadionbesuchen. Das ist ein Gesellschaftsproblem. Menschen definieren sich nach Statussymbolen und Geld. Geld verdirbt den Charakter. Jeder muss das zeigen, was die anderen nicht haben. Menschen fühlen sich wichtiger durch Geld und vergessen das Fundament, wieso ein Land so reich ist. Vor allem, dass es dafür jemanden schlechter gehen muss. Das ekelt mich an. Ich finde es okay, wenn die Spieler gutes Geld verdienen, aber ich finde es nicht okay, wenn man 5 Millionen netto im Jahr verdient, was die meisten nicht mal ansatzweise in ihrem gesamten Leben verdienen. Und trotzdem immer mehr wollen. Wir als Liebhaber dieses Sports baden das aus und da hilft auch kein Ja, aber wir können es ja nicht ändern. Genau das ist das Problem. Hier, da stimme ich dir 100% zu. Ja, das habe ich ja letztens auch im Stream erzählt. Das habe ich vor ein paar Jahren realisiert, wo ich dann auch kurz davor war, wo es um diese Command-Verlängerung ging, zu sagen, so ich mache einfach mal eine Pause. Ich kehre dem ganzen Geschäft, was es mittlerweile ja eigentlich wirklich nur noch ist, den Rücken. Also ich gehe da 100% mit, was du hier schreibst. Fühle ich komplett. Ja. Wie du ja schon sagtest, wir sind nach Katar, um den Vertrag zu erfüllen und somit nur ein Instrument für Sportwashing waren. Ja, richtig. Aber jetzt fragst du, was es der Bundesliga gebracht hat, dass wir dorthin sind. Na, eben gar nichts. Es schadet der Bundesliga sogar, aber genau das ist doch der Punkt von Dresden. Er kritisiert die Passivität der anderen. Dass sie eben nicht international aktiv werden und jetzt zu sagen, was soll Freiburg in Korea, ist doch Schwachsinn. Dann kann ich ja auch ebenso sagen, ich kann nicht kochen, also bringt das Erlernen nichts. Nee, den Take fühle ich nicht. Warum fühle ich den nicht? Weil der SC Freiburg keine Fanbase hat. Ja, warum funktioniert das denn in England? Weil das Vereine sind, die Fanbasen haben. Ja, weil das Traditionsvereine sind, die dann aufgekauft wurden und dadurch die Fanbasen wieder aus dem Schlaf gerissen wurden und wieder erwacht sind. Aber so ein SC Freiburg, nichts gegen Freiburg, der will seine kleine Fanbase haben in Deutschland, ja, gar keine Frage. Aber das ist doch jetzt kein Verein, der irgendwie... Wir müssten mal Statistiken raussuchen, bin ich nicht drin im Thema. Ich behaupte das jetzt einfach mal mit meinem gefährlichen Halbwissen. Das sind doch alles Vereine, die keine zig Fanclubs in irgendwelchen ausländischen Ländern haben. Wenn so ein SC Freiburg nach Korea fährt, um dann ein Spiel gegen, keine Ahnung, nehmen wir, weiß ich nicht, wen würdest du nehmen? Köln hat ja wenigstens noch ein bisschen Tradition. Nehmen Hoffenheim oder sowas, nehmen Wolfsburg oder nimm sogar Leverkusen. Meinst du wirklich, dass dieses Spiel irgendeine Sau interessiert in diesem Land? Wen interessiert das denn? Wen interessiert das denn, wenn irgendwelche Mannschaften in irgendwelchen ausländischen Ländern Spiele bestreiten, die keine Sau kennt? International aus England sind das doch auch nur die großen Big Clubs. Die gehen ins Ausland, die spielen die Spiele, genau wie aus Spanien. Das sind die großen Clubs, die das machen. Weil das sind Clubs, die in der Champions League spielen oder die, wie Sevilla, die viermal hintereinander den alten UEFA Cup oder European League oder wie auch immer das Ding heißt, gewonnen haben. So, die sind bekannt. Wenn die dann ins Ausland gehen, natürlich wollen die Menschen das dann sehen. Und natürlich steigert das dann das Interesse dann in diesem Land. Aber doch nicht, wenn der SC Freiburg aus der Bundesliga irgendwo hingeht. Oder wenn, was weiß ich, Brighton irgendwo in irgendein Land geht als englische Mannschaft und spielt da gegen anderen Mittelklasse-Club aus England. Das interessiert da auch keine Sau. Ja, das ist doch der Punkt. So, das kannst du doch jetzt nicht den Clubs in die Schuhe schieben. So, ja, da musst du Dortmund in die Pflicht nehmen. Ja, wer ist sonst die letzten Jahre mit da oben? Ja, du hast Leverkusen, die dann auch immer mal wieder kurz weg waren. Was hat Leverkusen für eine Strahlkraft über Deutschland hinaus? Ich würde fast behaupten, die ist G0, Alter. Ja, auch wenn sie mal ein paar gute Jahre international hatten, auch mal mit den Duellen gegen Real und sowas. Schalke ist aber in der Versenkung verschwunden. Die sind in der zweiten Liga, die haben gerade ganz andere Probleme, dass sie da überhaupt drin bleiben.
So, welchen Traditionsclub hast du denn da oben noch, den man schon irgendwie international ein bisschen kennt? Ja, neuerdings Eintracht Frankfurt. Klar, haben die letzten Jahre international auf sich aufmerksam gemacht. Auch der Freiburg hat ein bisschen aufmerksam gemacht auf sich durch die Teilnahmen, ja. Aber der SC Freiburg hat doch auch noch lange nicht diese Strahlkraft. Und wen interessiert das nochmal, wenn SC Freiburg in Korea irgendein Spiel bestreitet? Eintracht Frankfurt kannst du ja vielleicht noch mit reinnehmen. Aber da müssten diese Mannschaften gegen eine englische Topmannschaft spielen. Ja, dann wäre natürlich ein Interesse da wegen der englischen Topmannschaft. Aber nochmal, das sind aus der Bundesliga, lass es 3, 4 Mannschaften sein, wenn überhaupt. Ja, Bayern und Dortmund, das sind die Zugpferde international. Vom Bekanntheitsgrad. So, dann hört es doch schon fast auf. Ja, dann hast du mit Abstrichen vielleicht noch Leverkusen, Frankfurt, ja, natürlich Stuttgart, aber die Zeiten sind auch lange her, wo Stuttgart mal irgendeine Strahlkraft hat und so. Das ist doch das Problem. Diese Strahlkraft kommt doch erst dadurch, dass das Mannschaften sind, die über Jahre und Jahrzehnte Erfolg haben. Weil, nochmal, Erfolg macht sexy. Ja, deswegen reden ja auch immer alle ganz viel über Erfolgsfans. Das haben wir doch in der Bundesliga nicht, außer den FC Bayern. Und Borussia Dortmund. Alles andere ist mal ein Kommen und mal ein Gehen, ist mal 2 Jahre oben mit dabei, dann wieder in der Versenkung verschwunden. Das ist doch das große Problem, was wir haben. Ja, so, das ist in Spanien, ist das nicht anders ungefähr mit Real und Barcelona, aber da ist immer noch ein Atletico dahinter und die haben es allgemein, kriegen die es besser hin, weil die international halt immer auch diese Vereine aus der zweiten Reihe, dann in Anführungsstrichen, sind halt international die letzten Jahre immer super erfolgreich. Das ist doch unser Problem in Deutschland, dass wir die letzten 20 Jahre international, ich meine, die letzten 1, 2 Jahre waren ja schon wieder besser, aber davor war es ja grausam. Wir haben ja 0 gerissen international. Ja, das ist doch das Problem. Und dann bringt es auch nichts, wenn nochmal, selbst wenn VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen in Korea spielt. Ja, vielleicht nach der Saison, weil Bayer Leverkusen jetzt die einzig ungeschlagene Mannschaft in Europa ist und so weiter. Und natürlich vom Fußball her wäre das ein super Duell, was super interessant ist. Aber von den Namen her, wen interessiert das in Korea, die mit der Bundesliga nichts anfangen können? So, weißt du? Das ist doch so ein Problem. Also das ist ja nicht nur darauf begründet, dass man jetzt sagt, ja, alle Vereine aus der Bundesliga müssen jetzt mal in irgendwelchen ausländischen Ländern oder Stadien jetzt die Bundesliga repräsentieren. Das klappt halt nicht. Ne? Das ist so das Problem, was ich sehe. Ich fühle natürlich den Take, die Aussage, natürlich, aber ja, was soll das dann ändern? So auf den FC Bayern bezogen, ja, ich kann nur für unseren Verein sprechen. Was soll das ändern? Was soll das jetzt ändern, wenn wir jetzt, ja, die Vereine machen das, tingeln über irgendwelche Dörfer und ja, gewinnen ein paar Fans, gewinnen ein bisschen mehr Interesse an der Bundesliga. Ich weiß nicht, was wir gerade kriegen außer Auslandsvermarktung, das ist auf jeden Fall nur marginal. Sagen wir bekommen jetzt, dadurch, dass wir das getan haben, 200 Mille mehr. Dann kommt von den 200 Millionen hochgegriffen 20 Millionen beim FC Bayern an, was mit Sicherheit nicht der Fall sein wird. Das wären dann 20 Millionen mehr. Poppen die jetzt unseren Verein? Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, Alter. Man verlängert mit Manuel Neuer und Thomas Müller die Verträge einfach mit zu und Augen über 1 Jahr, obwohl Thomas Müller nur noch Ersatzspieler ist. Und der kassiert mehr als diese 20 Millionen. So, deswegen verstehe ich den Sinn dahinter gerade nicht. Worauf man daher hinaus möchte als Herr Dresen. Ja, das sind für mich nur Scheinargumente. Weil mir persönlich ist das völlig wurscht, ob Borussia Dortmund in Timbuktu spielt oder der VfB Stuttgart in Israel oder sonst wo. Das ist mir doch scheißegal. Mir ist auch scheißegal, wie diese Vereine im Ausland gesehen werden, was die für eine Auslandsvermarktung haben, was die für eine Fanartikelvermarktung haben. Das ist mir doch pup egal. Ja. So. Wen interessiert's? Auf was wollen wir hinaus? Selbst lass es utopisch sein, sagen wir, keine Ahnung, der FC Bayern würde dann irgendwann durch eine Auslandsvermarktung 50 Millionen mehr kassieren. Was sind 50 Millionen? Das ist ein Fliegenschiss heutzutage. Ja, das machst du in der Champions League Vorrunde. Jetzt kommt nächstes Jahr oder dieses Jahr die Club-WM dabei. Da wirst du wahrscheinlich mindestens 50 Millionen kassieren. Ja, also weiß ich nicht. Ich verstehe natürlich den Ansatz, dass man sagt, ja, wir müssten mehr Internationalisierung haben,
Aber das erreichst du halt nicht dadurch, dass irgendwelche Mannschaften, die im Ausland keine Fanbase haben oder die in den letzten 20 Jahren nicht viele Erfolge gefeiert haben, in irgendwelchen Ländern Bundesliga-Fußball zeigen. Das wird nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Aber sehr gutes Thema, fühle ich. Können wir auch gerne mal in Zukunft einen Talk drüber machen, Kevin. Sehr gerne. Ja. Wie gesagt, ich habe da natürlich auch gefährliches Halbwissen. Da habe ich auch kein Problem, das zuzugeben. Ja, aber das sind so grob meine Takes dazu. Herbert, neue Spieler braucht der FCB. Jo. Martin, Tell, bester Spieler auf dem Platz. Herbert, Sie sind sympathisch und klasse und ehrlich. Ich bin so froh über Ihre Kommentare. Vielen lieben Dank. Nikolaus Federmann. Alter, ich hätte ja... Es wäre cool gewesen, wenn da Nikolaus Fledermaus gestanden hätte. Nie vergessen, Rot gegen Rassismus ist wichtig. Alles andere ist Nebensache. Ich versuche gerade deinen komischen Lachsmiley zu interpretieren. Ich unterstelle dir jetzt mal nicht, dass du irgendwas Komisches damit ausdrücken möchtest. Wenn doch, sag Bescheid, dann blende ich dich sehr gerne auf diesen Kanal aus. Weil Rot gegen Rassismus mit Lachen zu begleiten, ist schon ein wilder Take, sag ich dir ganz ehrlich. Und stößt du bei mir auf jeden Fall nicht auf Gegenliebe. Dennis Vögele, jetzt haben die Bauern unseren VfB Stuttgart im Nacken. Stefan Kaschke, Bochum, Bayern in den UEFA Cup, bitte. Hab schon bessere Analysen gesehen. Jo, ist doch schön. Il Bomber, wieso darf der Schläger uns eigentlich immer noch pfeifen? Drittes Spiel, drittes Mal völlig verpfiffen. Okay. Richard Irasch, Tuchel soll laut Dresen im Amt bleiben. Ja, ist doch okay. Gerard Berger, bist du der Letzte oder was? Oh nein, er lädt noch nach. Eieiei. Gerard Berger, wer es jetzt noch nicht kapiert hat, dem kann man auch nicht mehr helfen. Das ist richtig. Ohne 10 Uhr, Tuchel arbeitet gegen Bayern. Raus, gestern. Günther, wo war Tell? Warum nicht in der Startelf? Hat Schuppo mitgespielt? Tuchel war sehr emotional auf der Bank. Diese arrogante... Ben, was ist denn deine Meinung zu den Fanprotesten? Ich finde es mittlerweile einfach nur noch nervig. Ja gut, die Fanproteste sollten jetzt vorbei sein, weil die Fanproteste ja jetzt gefruchtet haben und die DFL sich nicht mehr damit beschäftigen möchte, einen Teil der Fernsehrechte für die kommenden 20 Jahre zu verkaufen. Ja. WZ, Tuchel sofort raus, nicht Bayern würdig. Meine Meinung zu den Fanprotesten... Müsste ich jetzt nochmal, wie gerade auf Kevins Post, eine halbe Stunde hier was erzählen. Können wir gerne nochmal im Stream drauf eingehen oder ich kann da mal ein extra Video zu machen. Das würde hier jetzt leider den Rahmen sprengen. Kurz gesagt, ich finde es völlig legitim, diese Proteste. Ich verstehe den Hintergrund dieser Proteste und für mich... Ich habe den Sinn nie verstanden, warum man jetzt 5 oder 10% der Fernseheinnahmen für die kommenden 20 Jahre verkaufen sollte, um jetzt Vereinen zwischen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal grob, 20 und 100 Millionen instant reinzupumpen. Da sehe ich den Sinn nicht drin. Außer, dass natürlich auch ausländische Vereine wissen, dass diese Vereine gerade mehr Geld haben, die Spieler wissen, diese Vereine haben gerade mehr Geld und so weiter und so fort. Also ich fühle das nicht. Mach mal Talk mit Lia 2004. Kenne ich nicht. Frank Jerkel, du siehst ziemlich viele Katastrophen. Ich sehe hauptsächlich nur eine und das ist der Trainer. Ich bin ganz sicher, mit einem neuen Trainer würden fast alle Spieler ihre Form steigern. Ich sehe einfach kein vernünftiges Spielsystem oder Linie im Spiel, geschweige denn Spaß. Ja, ich gehe mit, dass man mit dem Trainer mit Sicherheit einiges schon mal ausbügeln könnte, aber natürlich wird das alleine auch nicht reichen. Aber in der aktuellen Situation wird es auf jeden Fall Schwung bringen, definitiv. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Mevludin Kalem. Hallo, hab gleich gesagt, er ist kein Trainer, vor allem nicht für Bayern. Wie kann man so einen überhaupt holen? Frech, ne? Mr. Marmelade? Ach Quatsch doch nicht. Tuchel ist ein sehr guter Trainer, das ist Fakt. Wo sind denn deine Fakten? Kriegst trotzdem Herzchen, aber ich sehe keine Fakten. Ich bin ein geiler Typ, das ist Fakt. So, glaubst du das deswegen jetzt, oder was? Wild. Wuchti, Wuchti. Durch die verletzten Davis Coman Gnabry fehlt der Speed nach vorne. Warfulos. 68 Mal das Wort Katastrophe. Jawohl, endlich ist er da.
Du bist angestellt. Du bist der neue Statistikguru hier auf dem Channel. Ja? Du wirst jetzt immer, wenn ich mich wiederhole, die Sachen mitzählen und bitte in die Kommentare schreiben. Vielen lieben Dank dafür. Das nervt mit der Zeit. Also ich finde da eher deine Kommentare Katastrophe. Typisch Lederhose, typisch deutsch. Alles ist schlecht. Jeder ist unfähig, außer der allwissende Kritiker. Der sogar schon vor den Spielen die Ergebnisse weiß und beim Eckball weiß, dass er reingeht. Der natürlich die beste Aufstellung und Taktik hat. Alle anderen haben keine Ahnung. Katastrophe. Ehrlich. Hast du jemals Fußball gespielt? Glaube ich nicht. Reiner Event-Fan. Dafür hast du dich... Da lese ich auch nicht weiter. Ich habe kein Problem damit. Ich hätte deinen Kommentar kommentiert. Ich hätte dir das auch mal versucht, nochmal zu verdeutlichen. Wenn du aber so einen Spatzenhirn besitzt und irgendwas mit Erfolgsfan oder Event-Fan anfängst, dann verpiss dich einfach von diesem Kanal. Wir wollen dich hier nicht. Juhu! Schade, kein Statistikguru. Mal gucken, wann der nächste aus den Löchern kommt. Jens, ich finde es witzig, nur weil FCB auf Platz 2 ist es so schlimm. Bayern muss immer auf Platz 1 sein. Auch du habe ich keinen Bock, Alter. Verpiss dich von diesem Kanal. Punkt. Ich bin jetzt schön wieder in Fahrt. Ja. Also nochmal. Also ich habe mir den Wunsch fusselig geredet, hier in 2 Millionen Videos, in 2 Millionen Streams. Wer das dann immer noch nicht rafft und hier reinklickt in 1 Minute und so einen dummen Scheiß von sich gibt, Alter, dann schreib hier gar nichts oder guck, keine Ahnung, guck dir die Videos erst gar nicht an. Ja, das sind Unterstellungen, die völlig haltlos sind, wenn man sich hier einfach mal 20 Minuten irgendwelche Videos angucken würde. Von daher habe ich da keinen Bock mehr auf diese Scheiße darum zu diskutieren, Alter. Fertig. Es geht nicht darum, dass man hier mir nach der Nase reden soll, aber immer so eine dumme Scheiße dann. Ja, der FC Bayern ist einmal Zweiter und da wird gleich rumgeheult, da wird gleich kritisiert. Gönnt doch mal den Leverkusen an die Meisterschaft, gönnt doch mal einen anderen Verein die Titel. Alter, was ist denn los mit euch? Wenn ihr hier nur 20 Minuten mal irgendwie Videos geguckt hättet, wüsstet ihr, dass ich genau das tue. Und es nicht um irgendeinen Titel geht oder um irgendeine Meisterschaft oder sonst was. Ja? Also. Spacken, Alter. So, Funklover, Kabine verloren. Schluss aus, fertig. Deutlicher geht es nicht. Jörg Richter, Bayern muss bitte noch ein Weilchen an Tore festhalten. Dann hat Deutschland noch eine Weile was zu lachen. Ja. Nicht Deutschland, aber anscheinend du, ne? Pepe Kram, Sané der Schimpanse. Junge, du bist ein Wichser. Du bist ein dreckiger Mensch. Na, ich habe deinen Namen jetzt leider nicht mehr auf dem Dingens. Du bist ein ganz, ganz dreckiger Mensch. Bitte, verpiss dich von diesem Kanal und bitte log nicht einfach einen anderen Account ein und schreib wieder so einen Scheiß. Ich werde dich sonst auch noch 3-mal ausblenden. Aber beim nächsten Mal melde ich dich gleich. Ja? Mit solchen menschenunwürdigen Äußerungen bist du hier an der falschen Adresse. Gut, war doch noch mal ein emotionales Ende, Leute. Sehr gut. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ja? Und ich bedanke mich natürlich für euren Support. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.